Grüezi miteinander und ein wunderschönes 6 Leute allerseits. Wir sind parat, hier mitten im Herzen der Stadt Zürich, parat für 6 Leute 2025. Dieses Jahr hoffentlich wieder mit einem zäuftigen Feuer. Ja, und auch er ist parat, der Kerl dort oberst, der Hauptdarsteller vom heutigen Tag, wenn man so will. Man sieht mit einem Grüssli an den Gastkanton Zug, er hat Krise an den Ohren, natürlich eine Anspielung an Kirschtorte. Noch ist er ganz unversehrt, aber er schaut schicksalsergeben Richtung St. Peter. Denn es ist ja so, wenn der St. Peter 6 schlägt, dann geht es am Weg hier auf dem 6 Platz am Kragen. Das Wetter in Zürich ganz ordentlich, wenn man so will, also eigentlich sogar fast optimal. Nicht zu heiß, nicht zu kalt, es geht ein feiner Wind. Also optimale Bedingungen für ein wunderschönes Frühlingsfest. Auch dieses Jahr wieder an meiner Seite ist der Zäufter und Gastkommentator, Co-Kommentator Reto Henger. Wir kommentieren heute Nachmittag zusammen den Umzug, so auf einer Skala von 1 bis 10 in Sachen Vorfreude. Wo stehst du jetzt? Da bin ich bei mir nicht 12. Ah, sensationell, dann kann es ja nur noch gut kommen. Du trägst eine besondere Kluft, bist gesundert als Zäufter. Was trägst du? Das ist ein Kostüm aus dem 13. Jahrhundert, weil Wiedeken war früher einmal ein Reichshof und so ist man in Wiedeken rumgelaufen. So ist man rumgelaufen? Alle Ritter haben so ein Kostüm angehabt und auch das Familienwappen drauf. So ist man rumgelaufen. Jetzt ist ja 6 Leute ein Höhepunkt für einen richtigen Zäufter, aber nicht der einzige. Wie intensiv muss man sich so ein Zäuftungsleben vorstellen? Ja, wir haben fast jeden Monat haben wir irgendeinen Anlass und sonst treffen wir uns alle 2 Wochen oder fast alle Wochen zum Teil in der Zäuftung. Also es ist ein intensives Jahr, aber ein schönes Jahr, ein schönes Zäuftungsleben, das wir haben. Dann wünsche ich dir jetzt schon mal ein schönes 6 Leute Reto und bis grad. Und auch die 2 gehören unterdessen zum fixen Teil der 6 Leute Sendung. Meine Kollegen von RTS, Jean-Marc Richard und François Gay. Sag mal, was hält eigentlich die Romandie von diesem Böck? Alors tout d'abord, le soleil, on bronze un peu, il y a beaucoup chez moi, il y a de la surface, mais surtout, pour être plus sérieux, on va constater qu'à Zurich, on brûle le bonhomme hiver alors que c'est déjà l'été. Donc c'est bon signe, l'été sera chaud, et puis partager ces traditions absolument incroyables, musicales et de corporation avec vous et avec notre expert, le plaisir de retrouver François Gay. Merci, le plaisir est réciproque, ça m'évite de me promener en ville, de passer 3 heures d'émotion, de couleurs, de fanfares. Oui. Schön 6 Leute. Jetzt geht es ja darum, wann verblasst es am Böck den Kopf. Wagen ihr 2 schon eine Prognose? Oh non, pas du tout. Ça dépend dans quelle mesure les ponts et chaussées, parcs et promenades ont séché ou non les fagots. Also gut, man sieht es, da redet ein Kenner. 40 Minuten? 40 Minuten. Okay, du willst noch nicht so schnell heim, ich merke es. Ich wünsche auch euch 2 ganz schönes 6 Leute. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich habe es gesagt, das ist eigentlich die Frage vom Tag. Wann verblasst es, verjagt es am Böck hinter mir den Kopf? Je schneller, so sagt die Legende, wird ja dann angeblich der Sommer. Und jetzt kommen Sie ins Spiel, liebe Damen und Herren. Sie können mitmachen bei unserem Wettbewerb und eine Tipptour abgeben. Wenn Sie jetzt Ihr Handy zücken und den einblendenden QR-Code abscannen, dann können Sie dort Ihren Zeittipp abgeben. Für die oder den, der am nächsten liegt, winkt ein schöner Preis. Der beste Tipp gönnt 2 Übernachtungen für 2 Personen im City Hotel Ochse, mitten in der Stadt Zug. Inklusive zum Morgen und einem 3-Gang-Dinner im Restaurant Au Premier. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie am Schluss der Sendung. Ja, und nächstens ist sie dann schon so weit. Dann setzen sich dann die Zäufte hier in der Innenstadt in Bewegung. Wir wollen mal noch schnell auf die Routen anschauen. Die Route schauen, das ist ziemlich eine traditionelle Angelegenheit. Zuerst geht es die Bahnhofstrasse rauf Richtung See zum Bürkleplatz, dann durch die Bahnhofstrasse zurück. Das ist dann der sogenannte Kontermarsch. Weiter geht es über die Rudolf-Bruun-Brücke, über den Aslimaquai und dann hier zum 6-Leute-Platz, wo dann der Böck steht. Dort, wo Sie auf der Karte SRF eingeblendet sehen, dort stehen unsere Kameras, die Bilder vom Umzug einfangen. Ja, und so wie es aussieht, geht es nächstens los, setzt sich da der Umzug in Bewegung. Reto Henger, was ist das eigentlich so für eine Stimmung, kurz bevor es losgeht? Ja, das ist eine riesige Stimmung. Man sieht das natürlich bei dem Wetter, das wir jetzt hier haben. Sind alle schon parat und warten darauf. Es ist schon fast ein bisschen heiß. Aber ich habe das einmal gesagt, vor 2 Jahren. Immer wenn ein ungerades Jahr ist, kann man davon ausgehen, dass es schönes Wetter ist.
Und so haben wir dieses Jahr auch wieder das Wetterglück auf unserer Seite. Und man sieht es da, es hat so viele Leute und farbig, fröhlich, warten jetzt alle auf den Umzug, der jetzt dann hinten dran kommt. Und das startet dann wie immer mit der traditionellen Eröffnungstruppe. Ja, Zürich zeigt sich wieder von der schönsten Seite. Und die hier am Limmatgä sitzen, da ist natürlich die Empfehlung, da genug schauen, dass sie Schatten haben und dass alles in dem Sinn auch gut eingestrichen ist mit Sonnencreme, weil es ist doch warm. Da kommen schon die Reiter vom OKV, vom Ostschweizerischen Kavallerie- und Reitverein, der seit 2007 dabei ist. Sie machen das traditionellerweise immer am Anfang vom 6 Leuten und eröffnet das quasi. Reto, sag mal, wie bist du so in den 6 Leuten Tag gestartet? Wie fängt so ein Tag an? Also wir haben heute Morgen um 8:30 schon angefangen. Da kommen die Schankburschen und machen hier den Saal parat bezüglich Wein schenken. Am 9 Uhr haben wir die Perücke auf. Das heisst offiziell bei uns so. Da legen wir unsere geliebte Perücke an. Das ist ein Kommando quasi? Das ist ein Kommando quasi. Ja, und dann um 9:45 sind wir in die Zofsaal hineingegangen und haben die Eröffnung gefeiert vom 6 Leuten 2025. Jetzt ist ja die Reihenfolge von diesen Zäuften und überhaupt, wer läuft nach wem. Das ist eine fixe Angelegenheit. Also, da gibt es kein Auswahlverfahren. Wer legt die Reihenfolge fest? Wer nach wem kommt? Also da gibt es ein sogenanntes Clearing und das findet im November statt. Dort wird ausgelost, wer wo läuft. Muss man sich so vorstellen, es hat immer einen Delegierten von der Zunft, der in eine Vase hineinlangt oder in einen Topf hineinlangt mit einem Nummerli, dann das rauszieht. Ein bisschen wie beim Fußball. Wie beim Fußball ähnlich, ganz genau. Da sieht man das ZZZ-Komitee mit dem Präsidenten vorne dran, der mit dem Zylinder, das ist der Felix Boller. Und er führt das an. Das ganze Komitee besteht aus 10 Personen und die organisieren das ganze Jahr eigentlich 6 Leute. Er mit dem Zylinder ist eigentlich der Cheforganisator. Er ist der Cheforganisator, ganz genau. Und praktisch von jeder Zunft hat es dann da jemand dabei. Eben, es sind eigentlich 9 Leute, die ihn unterstützen. Jetzt ist es ja so, du bist quasi mein 6 Leute Wikipedia vom heutigen Tag. Aber nicht nur meins, sondern... Weil das ist jetzt ganz wichtig, das Banner da, das sieht man sonst nie mehr. Das ist einmalig dabei. Das ist nämlich ein ganz neues Banner von den interzäuftigen Jungen. Aber sag schnell, du bist ja der jetzt mir quasi so der Behind the Scenes und um was geht es beim 16 Leuten. Da bist du der Chef, du erzählst das. Aber nicht nur mir, auch Zuschauer können dir Fragen stellen. Das können Sie machen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gehen Sie mit dem Handy auf den eingeblendeten QR-Code und dann können Sie dort Ihre Frage deponieren. Das hier ist die Schweizer Armee mit der Brassband RS 16-1, die dieses Jahr auch dabei ist. So, da hat es relativ viele Polizisten. Das ist ein Grund, nämlich da ist der gesamte Zürcher Gemeinderat respektive Vizepräsidenten sind da vertreten, aber auch die von der Regierung von der Stadt Zürich, die nicht in einer Zunft mitlaufen, die laufen da, darum hat es so viele Polizisten. Das sind die Banner von der Vorstadtsgemeinde von Zürich. Genau, das ist jetzt die
Zürcher Kompanie 1861 war die offizielle Repräsentationsgruppe von der kantonalen Zürcher Unteroffiziersgesellschaft. Und die sieht man auch mit dem Schützen 6. Die haben ein 6 auf ihrem Hut. Und auf dem Hut oben ein Pompon, der hat dann entweder 2 Farben oder nur eine Farbe. Und das ist eine Jägerkompanie. Entweder sind sie an der Front, dann haben sie nämlich nur einen grünen Pompon, oder sie haben einen grün-gelben Pompon. Dann sind es die zweite Truppe, die dann quasi in den Krieg geht. Die Gewehre, die sie dabei haben, das sind original Vorderladengewehre von 1842. Alle funktionstüchtig. Man sieht, ganz Zürich ist quasi auf der Gasse. Das Limagé voll mit Leuten. Und heute, du hast es gesagt, das Wetter ist jetzt viel besser, als eigentlich die Prognosen vorhergesagt haben. Es ist wirklich Sonnencreme angesagt. Knabenmusik besteht im Moment noch aus Trommler. So, und schon geht es los mit dem Zuger Kanton, mit unserem Gastkanton, vorderst das Zuckerwappen mit Trachten begleitet. Und dann geht es los mit den einzelnen Trachtenvereinen. Sie haben etwa 9 verschiedene Trachtengruppen. Und jede hat natürlich dann eine andere Tracht. Sag mal, wie läuft das eigentlich mit dem Ausfallverfahren? Wann lädt man wieder ein? Jetzt ist es seit 1991 hat man immer einen Gastkanton. Jetzt sind alle Kantone schon mal mehrere Mal gewesen, einzelne schon. Wie laufen die Einladungen? Also, es gibt 2 Verfahren. Das eine ist, dass das ZZZ anfragt, weil er noch nicht dabei war, der Kanton. Oder dann die Kantone, die selber sagen, wir wollen unbedingt wieder als 6 Leute kommen. Weil für uns ist das ein Erfolgserlebnis, für uns ist das aber auch Marketing für unseren Kanton. Also ist es noch gefragt, quasi eine Einladung als 6 Leute? Ja, absolut. Es ist gefragt. Und es ist jetzt nicht gerade so, dass sich alle darum reissen, da mitzumachen. Aber wir haben eine Warteliste und das nächste Jahr kommt der Kanton Graubünden. Genau. So, es ist auch ein Blumenfest, das 6 Leute. Also alle, die mitlaufen, werden meistens reichlich mit Blumen beschenkt. Verteilen die dann auch wieder. An so einem Wettertag wie heute, was wunderschön ist, aber auch sehr warm. Wie ist das so erfahrungsgemäß mit so vielen Blumen? Ja. Wird dann irgendwann mal ein bisschen schwierig mit der Zeit? Irgendwann wird es schwierig, irgendwann wird es schwer. Aber die stellen wir dann im Zoofsaal einstellen. Andere Zoff bringen die in ein Pflege- oder Altersheim als Blumenschmuck dort. Ich persönlich nehme den Blumenschmuck mit heim und da habe ich eine ganze Woche nach 6 Leuten. Da haben wir verschiedene Gastkantons-Zünfte. Die haben ja auch Zünfte. Sie haben nämlich im Ganzen 5 Zünfte, respektive 5, die da sind. Eine 6. Zunft ist frisch aufgenommen. Die sieht man heute nicht. Die haben hier eine Bäckerzunft. Sie haben eine Bauleute-Zunft. Und bei den Bauleuten, die vorher durchgelaufen sind, bei dieser Zunft ist auch der neue Bundesrat, der Martin Pfister, ist dort Mitglied. Er läuft aber in einer anderen Zunft mit, das sehen wir dann später. Nämlich in deiner, darfst du es ruhig sagen. Du bist, wir sind recht stolz. Ihr habt ihn als Regierungsrat noch eingeladen und jetzt kommt er als Bundesrat. Ja, wir sind extrem stolz natürlich auf den Glückstreffer. Wir haben heute 11 Kindergruppen gehabt, die waren bei uns zu Gast gewesen und haben, das ist ganz eine wichtige Figur für den Zug, muss man sagen. Nämlich, das ist Gret Schell, das ist die Schreinerzunft, wo der Zunft, wo der Brauch da hütet. Die mit den Säublättern da, das sind die sogenannten Löli und die Gret Schell begleiten. Das ist also ein absoluter Fasnachtsbrauch, ganz ein wichtiger Brauch, den sie dort haben. Die bringen ein Stückchen Fasnacht auf Zürich, weil sie haben ja doch die grösste Tradition in Sachen Fasnacht als Zürich. Und da sieht man, sie haben schon überall ein bisschen Sonnenschirme aufgespannt. Die Leute haben sich mit Getränken eingedeckt, alle haben eine Sonnenbrille an. Also so schönes Wetter war es jetzt doch schon länger nicht mehr am 6. Leuten. 2025 ist offenbar ein Glücksjahr. Du sagst ja immer, die ungeraden Jahre sagen die besseren. Darum habe ich mich schon lange darauf gefreut, weil ich wusste, das wird schön. Ja. Ja, klar. Aber nein, es ist wirklich so. Also, wenn man das letzte Jahr anschaut oder das vorletzte Jahr, dann kann man schon sagen,
2012, 2014, 2016 hat es immer geregnet. Und darum ist das für mich so ein Maßstab. Geniessen wir es umso mehr. Ganz genau. Liebe Damen und Herren, die zuschauen, zu Hause, wie erleben und geniessen Sie es, Zürcher Sechsi-Leute? Schicken Sie uns ein Foto, wie Sie Sechsi-Leute feiern. Schauen Sie es im Fernsehen, sind Sie unterwegs? Sind Sie vielleicht sogar in der Nähe von Böck? Schicken Sie Ihre Bilder per Handy da mit dem eingeblendeten QR-Code. Wir sind gespannt, was da reinkommt. Und man sieht es hier. Kanton Zug ist die Fasnacht etwas ganz Wichtiges. Und das sind die einzelnen Fasnachtsgruppen, die sich hier natürlich auch zeigen. Die Legoren, Oberägeri und nachher die Weinlägerer Fasnachtsgesellschaft mit Badjöckel, Nüssler und Kleusesler. Das ist eine spezielle Fahne, die haben sie gemacht. Das sind 7 verschiedene Sujets auf dieser Fahne. Das ist eine recht grosse Delegation, der Gastkanton Zug dieses Jahr. Es sind 300 Teilnehmer, die hier mitmachen. In dem Sinne eine grosse Delegation, ja. Besteht aber sicher zu einem Drittel aus Fasnächtlern. So, die ersten Fotos sind reingekommen von Leuten, die uns ihren Gruß schicken, wie sie 6 Leute anschauen. Wir wollen mal reinschauen. Aha. Also das ist einmal das Team, das heute die Sendung für Sie parat stellt. Und zwar alle braucht es. Mit dem Hauptdarsteller. Und das sind auch wir zwei. Das sind wir zwei, genau. Genau. Marc, genau. Und das bist du, schau. Ja, das bin ich. Sensationell. Genau. KI macht es möglich. Der aktuelle Trend hast du mitgemacht, wo man sich selber kann als... Das haben ihr gemacht. Das habe ich genau. Ich kann nur gut zum Druck geben. Du siehst super aus. Auch als... Ich würde dich also kaufen. Da kommt die Fasnachtsgesellschaft Bar mit dem Rebenvater und den Kindergäukel. Was sind Kindergäukel? Kindergäukel, das sind eigentlich Kostüme der Kleinen. Die Kleinen heissen Kindergäukel. Das ist eine 50-köpfige Schar, die eigentlich an einem Umzug schon mitmacht. Bei uns sind aber nicht 50, sondern es sind effektiv nur 9 gewesen. Aber es ist eine grosse Kinderschar. Man hört es im Quaken an. Das ist die Fröschenzunft Ebel aus Bar. Und die man jetzt gerade vorher gesehen hat, das ist die Fasnachtsgesellschaft Faschall. Faschall setzt sich zusammen aus FAS für Fasnacht, CH für Schweiz und ALL für alle Winde. Der Gastkanton Zug tut sich ja quasi unter dem Motto Kirschen, Krypto, Klischees präsentieren. Wie viel findest du, hat das vom Kanton Zug? Das hat sehr viel vom Kanton Zug. Ich bin seit dem Mittwoch unterwegs. Wir hatten den Krisensturm ja zuerst am Mittwoch. Eine riesige Tradition in Zug. Und dort geht es los mit Krise. Also, ich hatte jetzt nur Krise seit dem Mittwoch. Also in Form von Kirschtorten oder in Form von Früchten? Von Früchten, von Flüssig, von Kompott, von Kirschen natürlich. Alles klar. Da haben wir es gerade, Krise. Ja, die haben ja früher auf der Allmende über 1000 Krisebäume gehabt. Und dann hat es bei einem Glockenschlag, wo die Krise eigentlich reif waren, hat es mit 8 Meter 10 langen Leitern ein Rennen gehabt. 2 Kilometer lang mussten die Leitern tragen. Und der dann an dem Krisebaum war, hat die Krise haben. Also das ist der Krisensturm. Das ist der Krisensturm. Das ist natürlich im 18. Jahrhundert ist das natürlich enorm gewesen, wenn man einen richtigen Baum mit viel Krise verwünscht hat. Ja. Und was hat eben gesagt? Du hast gesagt, ihr seid jetzt am Krisensturm gewesen. Was hat es jetzt noch auf sich? Jetzt tut man das wieder aufleben oder was haben wir gemacht? Das ist eine lustige Geschichte. Ich habe die kennengelernt, die das wieder aufgerollt haben. Das haben sie nämlich in Kuba am Strand ist das in den Sinn gekommen, ein Ehepaar. Und die haben gefunden, wir machen das doch wieder und haben das wieder auf Zug hineingebracht. Also die Zuger machen das alle Jahre. Aber ihr habt es jetzt im Rahmen des 6 Leute in Zürich gemacht? Genau, haben wir das in Zürich gemacht, sind durch die Altstadt durchgerannt. Es waren allerdings nur 350 Meter gewesen, aber auch ein riesiges Gaudi. Und wer hat die Krise behalten? Nicht du in diesem Fall? Nein, ich bin nicht mitgerannt. Aha. Aha. Das war jetzt die Fasnachtsgesellschaft Neuheim und zum Schluss, der Abschluss macht Harmoniemusik Stadt Zug.
Zuger, Beresina, Grenadier mit den Tamburen und den Schützen. Man darf das ruhig noch ein bisschen einflechten, den Zuschauerinnen und Zuschauern sagen. Also, du hast ja wahnsinnig gerne die Musik. Extrem. Du weisst einen Haufen über die Musik. Also, das überlasse ich dann immer dir, das Feld, weil du kennst die alle. Das ist sehr gut. Aber wir reden auch über einen Haufen andere Sachen. Ja, ja, klar. Aber vor allem, wenn wir Wiedeker dann kommen, dann gibt es ein ganz spezielles Stück. Und Ich bin ja mal gespannt. Genau. Richtig optimales Wetter für das Frühlingsfest der Stadt Zürich. Es geht sogar einen kleinen Wind, also man könnte sich schon fast auf die Aussage versteigen, dass es einem Böck könnte schnell am Kragen gehen. Das 6 Leute kann man natürlich nicht nur am Limmat mitverfolgen, sondern auch auf dem Riesenrad, wo im Moment am Bellevue steht. Oder vom Schiff aus oder vom anderen Ufer aus. Also man hört ja den Umzug schon relativ von weitem. Und jetzt geht es los mit der ersten Zunft. Jetzt geht es los mit der ersten Zunft, nämlich die Zunft zum Wecken. Die hat natürlich Freude heute mit ihren weißen Kleidern, dass sie da ohne Pellerinen an dem Umzug mitmachen können. Es ist eine der grössten Reitergruppen. Das sind ca. 24 Ross, die hier dabei haben. Und nachher auch ums Feuer herumreiten. Da kommt der erste Wagen. Das ist der Ehrenwagen. Hat Säcke drauf. Früher hatten sie da wirklich Weizen drauf gehabt, zum Mehl machen. Jetzt ist das aber aus gesundheitlichen Gründen oder eben Hygienischen Gründen wahrscheinlich. hygienischen Gründen nicht mehr möglich. Das ist immer der gleiche Wagen, die gleichen Säcke. Wenn es voll wäre, wirklich, dann wäre es etwa 6 Tonnen schwer, der Wagen. 6,6 Tonnen, 132 Säcke. Dann hätten die Ross, die einen ziehen, einen noch härteren Job. Ja, definitiv. Da die jungen, weggezäuften Kinder. Da hat man es gerade gesehen, die rühren Zemmeli um. Und das da, der Zopf, der grosse, den man hier sieht, der wird nachher die vorne am Feuer gegessen. Wenn sie ankommen, haben sie ja ein bisschen Zeit zum Warten. Das sind ja die Ersten. Der wird dann verspeisen. Und dann habt ihr dort schon mal als Erste zu 4 nach dem Umzug. Ist das eigentlich ein begehrter Platz als Zunft, dass man 6 Leute quasi eröffnen darf, also dass man die Erste ist? Das gehört zu einem begehrten Platz? Man fängt gerne an, das ist so. Aber wenn man anfängt, muss man eben am Morgen auch früh anfangen. Das ist eben dann der Nachteil. Aber der letzte ist eben der undankbarste, weil ja, dann ist alles sehr spät und man kommt auch nicht mehr im Fernsehen meistens. Und das geht es natürlich auch. Genau. Das ist der Teil der Stadtmusik Zürich. Das ist der Bundesrat Aussenminister Gassis, auch ein geübter 6 Leute Gast. Und der Zofmeister, der ist der amtsälteste Zofmeister, schon über 15 Jahre macht er das Amt jetzt. Wir sehen, es ist praktisch jeder Platz besetzt am Limmat. Wie läuft das? Muss man sich die Plätze kaufen? Ist das teuer? Sehr begehrt? Die sind sehr begehrte Plätze. Die kann man über das Internet die bestellen. Man kann sie aber auch bei einer Bank an der Bahnhofstrasse kann man die dort posten. Und es hat 12'000 Sitzplätze. Das sind Gäste.
Hat man jetzt schnell einen gesehen, Thierry Burkhardt vorbeiwischen. Da ist Da er. ist er nochmal. FDP-Präsident. Auch schon ziemlich befrachtet mit Blumen. Und Daniela Gutjahr. Irgendwo ist auch noch der Schützenkönig vom Knabenschiessen vom letztjährigen dabei. Den habe ich jetzt gar nie gesehen. Aber sie haben die Tradition, dass immer der Gewinner, also der Schützenkönig vom letztjährigen Knabenschiessen einladen. Die Zunft zum Weg ist ja eher eine grössere Zunft. Schon, absolut. Ja. Das ist eine grosse Zunft. Ja. Die Grösse der Zunft wird eigentlich bestimmt durch die Grösse des Zunftsaal. Und sie haben recht Platz, wo sie sind. Sie sind im Weissen Winterheim, im Niederdorf. Und dort haben sie recht Platz. Von dem her gesehen, könnte das, wahrscheinlich sind es etwa 150 Zäufter dort. Ja. Und zu fast allen Zäuften gehören ja auch die Rosswege, wo man zwischendurch eine Pause einlegen kann. Wer darf darauf Platz nehmen? Die melden sich anmelden, dass sie drauf sitzen wollen. Entweder weil sie nicht mehr gut zu Fuß sind, älter sind, einfach schon nicht mögen und dann lieber auf den Wagen wie gar nicht kommen. Und so ergibt sich dann das und dann füllen die Wege. Entweder einfach in einem normalen Wagen oder dann in einem symbolträchtigen Wagen, wie nachher der Bachwagen, den man hat, der Bachhofenwagen, der kommt. Dann verteilen die sich so darauf verteilen. Manchmal hat es auch Kinder drauf, die nicht mehr laufen mögen. Ja, es ist noch streng, so eine 6 Leute. Das ist doch eine rechte Strecke durch die ganze Stadt Zürich. Es sind 5 Kilometer. Und vor allem, sagen jetzt mal, für die kleinen Gäste, Ja, die dann doppelt so viel Schritt machen, ist dann so eine Pause auf einem Wagen. Und das ist auch eine Tradition von der Zunft. Das ist auch eine Wecken, Tradition. oder? Dass sie Weckli- Sie tun hier am Umzug 12'000 so nicht Weckli, sondern das sind Semmeli, die die hier verteilen. Alle Bäcker, die sie selber bei sich noch haben, machen die Semmeli und werden dann umeinander gerührt. Also Sie haben noch einige Berufsleute bei Ihnen in der Zunft? Sie haben sehr viele Berufsleute noch. Sie haben etwa 30 gelernte Bäcker und Müller, die sie noch bei sich haben und aktiv sind. Ja. Sie haben eine ganz coole Tradition. Oh, jetzt muss ich aufhören reden, weil der Marsch müssen wir Zunft jetzt zu den 3 hören. Königen sind die Nächsten. Was hast du sagen, Reto? Der Marsch, den wir hier hören, das ist ein Marsch, der geschenkt worden ist von 5 Zäuftern. Da der Thomas Süssli, der Armeechef noch, als Ehrengast. Die 5 Zäufter haben ein Jubiläum gehabt, 50 Jahre Zauftangehörigkeit oder 25 Jahre. Und die haben dann den Marsch, den 3-Königsmarsch, den 3-Königsmarsch. Und der Daniel Rohr, Theatermensch. Ich tue dir nur ins Wort fallen, weil ich da die Ehrengäste haben habe. sie dann geschenkt. Hören wir mal zu. Was ist es für ein Marsch und wie heisst er? 3-Königsmarsch. 3-Königsmarsch. Also das ist eigentlich der hauseigene, der zofteigene Marsch. Die haben jetzt einen zofteigenen Marsch. Also es ist jetzt der erste, den sie haben. Definitiv. Und der komponiert der Christoph Walter, den kennt man vom Militäritattoo Basel. Die werden auch genug warm haben hier. Die geben nie wärmer als heute. Ja, sie haben den Brauch, dass sie ihre Gäste und, nicht einfach als Pinguin rumlaufen lassen, sondern die geben ihnen so einen Umhang, damit man sieht, dass sie zu den 3 Königen gehören. Ist natürlich bei kühlerem 6 Leuten Wetter sicher eine dankbare Lösung. Heute gibt es jetzt besonders warm. Oder auch wenn es regnet, dann hilft es ein bisschen.
Da sehen wir auch wieder etwas Neues, das da kommt, hinten dran. Weil der Thomas Süssli ja Ehrengast ist, dann hat er immer etwas dabei. Und er hat einmal das Schwadron von der Schweizer Kavallerie 72 dabei. Das sind die wir hier sehen. Die reiten aber vermutlich nicht ums Feuer, wir werden es dann sehen. Sicher nicht mit dem Sturmgewehr drin. Kind. Da hat es auch 3 Kinder dabei, die bei uns waren, auf der Stube, um am neuen Zunftmeister alles Gute zu wünschen. Und in diesen Körbchen hat es einen Haufen Süßigkeiten, damit man auch durchhält bis zum Schluss. Die Kamera ist halt immer sehr begehrt. Es ist bekannt, wo das Tier steht am Limmatgär. Und dann schenken eigentlich immer alle das schönste Lächeln im Fernsehen. Die Zürcher Schiffskompanie, die wir hier sehen, und hinten dran kommt dann dort, was so Rauch entwickelt hat. Dort kommt Neptun. Das ist ein Kriegsschiff, das es einmal auf dem Zürichsee gegeben hat. Und die haben mit dem Schiff einmal Rapperschwil angegriffen. Man sieht heute zum Teil noch Einschusslöcher. Die haben es frisch renoviert, den sehen wir jetzt das erste Mal im Fernsehen. Und vorne der Zürichsee in Gold. Sehr schöner Wagen. Da haben wir jetzt ein bisschen Abstand. Es ist irgendwo auch klar, warum. Wir haben dieses Jahr 4 Bundesräte dabei. So viel wie noch nie, kann man vielleicht sagen. He? Überhaupt noch nie. Es ist eigentlich auch ein ungeschriebenes Gesetz, dass man nicht so viel dabei hat. Eigentlich wäre jetzt ja in Zürich schon beschlussfähig mit 4. Es dürfen nicht mehr wie 3 sein, aber dieses Jahr ist ja einer plötzlich auch Bundesrat geworden. Und der So ist kann schon es gehen. Ich tue dann das nachher am Feuer mit ihnen besprechen. Wir wollen schnell schauen, wie Leute, die vielleicht nicht in der Stadt sind, ihre 6 Leute heute verbringen, wenn ein paar Bilder bekommen, die wir anschauen wollen. Also auf der Dachterrasse geht es da hoch zu und her. So, auch in Belwald feiert man 6 Leute, also im Wallis. Und das ist eine Eigenkreation. Ah, aus dem D3-Drucker, schau jetzt. Hat jemand... Ja, das ist möglich, ja. Und das Alters- und Pflegeheim Grünhalden geniesst auch mit uns 6 Leute. Dorthin schicken wir einen lieben Gruß. Und da hat jemand schon vor dem 6 das Feuer angezündet. Mutig. Ja. Ja, wir sind zurück am Limmatgär. Das sind natürlich ganz begehrte Plätze, wenn man kann einfach auf den Balkon rausstehen und aufs Geschehen schauen. Aber auch wieder reingehen, wenn es mal regnet. Oder wenn dann die Fische zu fliegen kommen. Aber noch sind wir nicht so weit. Das gibt es auch nicht mehr. Das machen wir nicht mehr. Ist das ausgestorben, der Brauch? Das ist ausgestorben, also auch vom Lebensmittelgesetz her hat es geheißen, das dürfen wir nicht mehr machen. Wir rühren jetzt keinen Fisch mehr umrühren, sondern nur noch Schokifischchen. Vorne von der Gerber Schuhmacher, die man sieht, aber die kommen noch lange nicht am Umzug. Und das ist die Zunft Hönk mit der Reitergruppe. Die Zunft Hönk ist ja eigentlich das Quartier von Zürich-Hönk. Und das sieht man auch auf dem Quartierwappen.
Da ist der nächste Bundesrat, der Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Wenn alles gut geht, kommt er nachher auch zu uns ans Feuer. Alle Bundesräte heute mit Sonnenbrillen. Das spricht wirklich für ein optimales 6-Leute-Wetter. Und eben, wir haben es gesagt, wir sind guter Dinge, dass es heute ein bisschen schneller geht. Dass es einen schönen Sommer gibt. Wir hoffen es. Aber wir können sicher verbrennen heute. Das ist schon mal sicher. Dama Chiara Leone, das ist eine Olympiasiegerin im Sportschützen. Auch ihr Gast. Der Musikverein Zürich Hönk, den wir im Hintergrund hören, dann hören wir mal ein bisschen zu. Es hat eigentlich die meisten Zünfte haben eine musikalische Untermalung. Wie läuft das mit diesen Musiken? Sind das Musiken, die zu der Zunft gehören? Oder wie kommt man als Musik zu einer Zunft? Also jede Musik hat eine Zunft. Jede Zunft hat eine Musik, ganz genau. Aber die haben sich einmal irgendwie herauskristallisiert, dass das so ist, zum Teil schon bei der Gründung. Wir haben jetzt unser Spiel seit 10 Jahren. Wir haben das einmal ausgeschrieben, weil das alte Spiel, das wir hatten, nicht mehr spielfähig war. Also, wir haben das ausgeschrieben und haben dann doch eine aus dem Quartier gefunden, nämlich Pressband Zürich. So entsteht das und nachher bleibt das eigentlich eine Liaison so lange wie möglich. Gehört auch zum Ausdruck von einer Zunft, mit einer guten Musik sich zu präsentieren. Die begleitet uns das ganze Jahr. Kann ich gerade sagen, als in der zünftigen Agenda gibt es noch ganz viele andere Anlässe, dann ist die Musik auch meistens mit dabei. Die ist meistens dabei, also vor allem an den Hauptanlässen, am Martini-Mal, auch am Hauptboot, wenn wir zum Beispiel Totenehrungen haben, das machen wir auch mit der Musik, die spielen dann dementsprechend auch die richtige Musik dazu. Und so tun wir eigentlich die auch das ganze Jahr mit einbeziehen. Oder einen Ausflug mitnehmen, Konzert. Sind alle unterwegs Richtung 6-Leute-Platz, wo der Böck darauf wartet, dass es ihm an den Kragen geht. Weil ich habe es gesagt, ganz am Anfang, es ist die Frage des Tages, wie lange geht es, bis es ihm den Kopf jagt. Sie können mittippen und wir haben da schon mal eine erste Statistik. Also die meisten tippen heute so oft zwischen 15 und 19 Minuten. Sie können mittippen, Ihren Tipp abgeben und das machen Sie am besten mit dem Handy. Entweder machen Sie das online auf srf.ch/mitmachen oder Sie gehen auf den QR-Code, den Sie erstens eingeblendet sehen. Das tut Sie direkt auf den Wettbewerb lotsen und dort können Sie Ihren Tipp abgeben. Der oder die am nächsten ist mit dem Tipp, gewinnt einen schönen Preis aus dem Gastkanton Zug. Jetzt mittippen. Wir sind hier immer noch bei der Zunft Hönk. Vielleicht noch schnell, wenn wir schon gerade bei der Brennuhr sind. Was hast du das Gefühl, dieses Jahr geht es schnell? 1921. 1921? Ja, genau. Ist aber gar nicht so schnell. Das ist nicht wirklich schnell, nein. Aber das ist einfach aus der Statistik heraus. Das ist mein Gefühl nach den letzten Jahren. Und wenn ich den Haufen anschaue, ist ein Teil noch ein bisschen grün. Also wir machen dann nachher einen Abgleich mit deinen Prognosen und dem... Ich habe es noch nie getroffen. Also bist du gar nicht so eine zuverlässige Quelle? Nicht wirklich, nein. Das ist auch ein wichtiger Teil vom 6-Leuten. Da wird Wein ausgeschenkt an die Leute, die zuschauen. Wenn es heiß ist, meistens ein bisschen mehr Wein. Das kann verhängnisvoller oder weniger sein, aber es gehört zum 6-Leuten dazu. Genauso wie die vielen Blumen. Genau, da kommt so auf die Oberstrasse. Sie feiern dieses Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum. Machen darum auch dieses Jahr ein riesiges Fest.
zum 100-Jahre-Jubiläum, nämlich das Krattenturmfest. Das sieht man auch in ihrem Wappen, das ist der sogenannte Krattenturm. Aus aktuellem Anlass verschenken die dieses Jahr 4000 Silberdukaten oder Golddukaten, das sind Jockey-Dukaten, die hier verschenkt werden am Umzug. Sieht man den Comedian, jetzt ist er schon weg, der Comedian Claudio Zuccolini, der dort dazugehört zu der Zunft. Ist eine Quartierszunft. Vielleicht kannst du kurz den Unterschied erklären. Was ist der Unterschied zwischen einer Zunft, die eben aus einem Stadtquartier kommt, wie eben Hünk oder jetzt Oberstrasse, und einer Berufsgruppenzunft, wie eben zum Beispiel Wecken? Es gibt 12 historische Zunften. Eins ist zwar nicht eine Zunft, sondern eine Gesellschaft. Es gibt eine Gesellschaft, 11 historische Zunften. Hast du nochmal den Herr Zuccolini? Und dann gibt es 14 Quartierzunften. Und ursprünglich ist das Ganze entstanden aus diesen historischen Zunften. Das waren eben die Berufsgruppen, die das 1336 gegründet worden ist. Und da sieht man jetzt zum Teil neue Kostüme, die mit dem runden Kopf oben drauf da, auf dem Hut. Das sind neue Bauernkostüme, die sie machen lassen haben. Und die Skilets, die sind in Zürich gewoben worden. Also sie sind sehr stolz auch auf ihre neuen Kostüme, die Oberströssler. So Direktor Severin Dressen. Auch gern gesehenen Gast am 6 Leuten. Ja, auch er ist einer, der immer ein bisschen umgereicht wird, genau. Aber er redet auch gut und er ist ein völlig aufgestellter und ein fröhlicher Gast. Das muss man vielleicht sagen für die Leute die also 6 Leute, wenn man dort ein Ehrengast ist. Das heisst, man läuft nicht nur mit am Umzug, man ist auch auf den Stuben, also im Zunfthaus mit der Zunft dabei, haltet dort eine Rede und sollte schon ein bisschen mit scharfer Zunge auftreten. Darum bleibt das auch dann innerhalb von diesen 4 Wänden im Zunfthaus, weil die scharfe Zunge ist wirklich scharf und das will man denen gar nicht geben. Da können sie aus dem Vollen schöpfen und sie kommen natürlich nachher auch das Fett ab bei der Replik vom Zunftmeister. Der gibt natürlich dann... Also man tut sich gegenseitig ein bisschen Knöpfe ein. Genau. Ganz genau. Und es ist schon so, also die Ehrengäste, das sind ja meistens Leute, die sich gewöhnt sind, vor Leuten zu reden, aber sie sind immer nervös, wenn sie in einer Zunftstube reden müssen, weil es spritzig muss sein, witzig, relativ schnell auf den Punkt kommen, fundiert, nicht unter der Gürtellinie, gewisse Como haben. Viele Pointen, genau. Viele Pointen, genau. Also, es ist wirklich etwas Schwieriges und das wissen auch alle. Und, ja. Da sieht man das Fass noch, das einem Bauer aus dem Bauernhof rausgenommen haben, bevor sie abgebrochen haben. 4500 Liter Most. Und darum verschenken sie auch immer Äpfel, weil sie sind dort in dem Bauernhof auch am Most verschrieben. Und da gibt es Äpfel fürs Publikum. Ja, wir sehen jetzt gerade aus unserer Kommentatorenbox raus, wie die Weggezäuften den Zopf da verhauen und verhacken. Und die dürfen jetzt den essen und wir sind hier drin. Da sitzen wir in unserem Kabäuschen und von da aus den Umzug kommentieren. Es ist heute schön kühl, es ist aber auch schon draussen ist es sehr warm. Wir sitzen hier nebeneinander, dokumentiert mit allen Daten, was 6 Leute angeht und schicken zu Ihnen heim liebe Grüße. Und schön 6 Leute. Ja, die ganze Stadt ist auf der Beine.
Ja, bei diesem Wetter füllt sich jetzt natürlich auch der Zürichsee mit Bötli. Jetzt fängt die Saison dann so richtig an. Ja. Reto, du bist ja, wie gesagt, nicht nur ein bisschen, du bist der 6-Leuten-Experte bei uns. Es hat Fragen, jetzt, die aus dem Publikum gekommen sind. Vielleicht haben wir gerade, nehmen wir schnell Gelegenheit beim Schopf, könnt die eine oder andere Fragen beantworten. Gibt es bei der Zunft immer ein gleiches traditionelles Znacht? Wie ist das? Es gibt Zünfte, die das haben, wo das Gleiche, meistens ist es Zürich geschnetzelt oder sonst irgendetwas, wo immer beim Nachtessen am 6 Leuten serviert wird. Wir bei uns haben immer etwas anderes. Das ist eine Überraschung für uns und das geniessen wir auch so. Heute zum Mittag hat es Boulet-Brüschli gegeben. Und so von dem. Sehr fein. Ist noch mal eine Frage reingekommen, wenn ich höre? Gibt es bei der Zunft, nein, das haben wir schon beantwortet, gibt es eine bestimmte Reihenfolge, wie die Gastkantone bestimmt werden? Du hast es vorher schon ein bisschen angetönt, die Reihenfolge nicht an sich, aber das basiert auf Einladung. Basiert auf Einladung, aber es gibt keine bestimmte Reihenfolge. Nein, also das nächste Jahr haben wir Graubünden, die sind 2005, so wie ich es im Kopf habe, sind die das erste Mal gewesen. Und ja, vielleicht kommt einmal Neuenburg, vielleicht haben wir mal Jura, das sind die wir nämlich noch nicht hatten. Aber der Arthur Wiederkehr hat wahrscheinlich wissen, es ist nicht so, dass immer nach dem Kanton Zug nachher der Kanton Graubünden kommt, sondern das basiert auf Einladung. Es gibt keine klare Reihenfolge, das ist richtig. Haben wir noch mal eine Frage, die von Diego und Denise aus St. Gallen gekommen ist. Was hat das mit den Blumen für eine Bedeutung? Es ist ein Frühlingsfest und dann schenkt man mal Blumen. Und ich finde es auch schön, wenn einmal wir als Männer Blumen bekommen von den Frauen und nicht nur immer am Valentinstag Blumen den Frauen schenken. Wir haben noch mal eine Frage, bevor wir zurück in den Umzug gehen. Und zwar von Frank Hofer aus Obergerlafingen. Hat jede Zunft Ehrengäste und nach welchen Kriterien werden die ausgesucht? Also jede Zunft hat Ehrengäste, definitiv. Aussuchen tut die hauptsächlich oder ausschließlich der Zunftmeister. Und er leitet dann fest, was er will. Bei uns war es bis jetzt immer so, dass wir einen aus dem Militär, aus der Kultur haben. Andere haben aus Sport immer jemanden dabei. Das tut die jeweilige Zunft und der Zunftmeister bestimmen. Ganz genau. Da macht die Eröffnung die Reitergruppe von der Zunft zur Meise. Das ist eine sehr alte Zunft, kann man glaube ich sagen. Das ist auch eine historische Zunft. Sie haben aber ihres Motto haben sie am Wein verschrieben. Darum haben sie in ihrem Fahnen auch die Hähne, die man in den Weinfässern hat, und eine Meise, weil sie im Haus von Mais oder von der Meise im Haus sind. Und darum heisst das Maisenhaus. Das ist die grösste Zunft. Es sind 260 Zäufter dabei. Dementsprechend müssen die natürlich einen grossen Saal haben. Und in dem Meisensaal ist immer die Eröffnung von 6 Leuten. Die ist am Freitagabend, muss man vielleicht sagen. Eigentlich am Freitagabend, eben, aber es fängt damals schon früher an, alles zusammen. Das ist der offizielle Startschuss. Das ist der offizielle Startschuss. Und der Landammer, der eigentlich vom Gastkanton dieses Jahr darf dann den Haufen anzünden, der ist also seit dem Mittwoch auf dabei. Aber man sieht ihn sehr langsam an. Das ist gerade das Zunfthaus. Das ist gerade das Zunfthaus zur Meise, das wir hier sehen, unter der Kille, unter dem Fraumünster. Sind die Häuser eigentlich Eigentum von der Zunft? Das Zunfthaus gehört jetzt nicht der Meise, es gehört der Stadt. Aber es hat Zunft, die effektiv ihre eigenen Häuser haben. Ich muss mich da korrigieren. Bei den Meisen ist es so, dass das gehört ihnen, das Haus. Sie hat nämlich auch in dem Sinn Partizipationsscheide getroffen. Das ist also ihr Haus. Man sagt auch, die Meisen sei eine reiche Zunft. Ja, das sagt man. Also, was immer reich auch bedeutet. Das ist einfach eine grosse Zunft. Und von dem her gesehen, also es ist nicht so, dass man da einen Haufen Geld einzahlen muss. Es ist nicht ein Golfclub oder sonst irgendetwas, sondern es ist effektiv eine grosse Zunft. Und das macht vielleicht die Zunft auch in dem Sinn ein bisschen speziell, weil sie eben auch früher ganz berühmte Namen drin hatten, die halt auch ursprünglich mal reich waren. Und von dort her kommt das wahrscheinlich. Das ist Musikverein Harmonie Biermensdorf, den wir hier hören.
die werden heute alle zusammen nicht so wahnsinnig Freude haben. Man muss es mal anschauen da, mit Sehr diesen barock. Perücken. Ja. Sehr barock, genau. Also es ist der Zug der Ratsherren und Bürger am Schwörsonntag, den sie hier darstellen, mit dem steifen Kragen und den Perücken. Auch das gibt schön warm heute. Es ist unterdessen über 20 Grad in Zürich, was ein gutes Omen ist für einen schönen Sommer, den der das Böckverbrennen bringen soll. Da sieht man jetzt eine Frau. Sie haben auch entschieden, ab nächstes Jahr, dann an der nächsten GV, wo sie haben, 26 Frauen aufzunehmen. Bis jetzt ist das ja in vielen Zunften so, dass es vor allem Töchter sind von Männern, die schon in der Zunft sind. Ist das so, dass da wie ein Umdenken stattfindet, dass die Zunft sich öffnet längerfristig gegenüber Frauen? Es ist ein Umdenken da, aber es ist auch jeder Zunft überlassen, wie sie es macht und wenn sie es macht oder was sie macht. Sie haben jetzt einfach entschieden, wir machen das jetzt und früh. Pönk macht das auch, will das dann auch demnächst mal umsetzen. Es gibt so einzelne Zunfte, die da anders unterwegs sind und das jetzt einmal forcieren. Und dann sieht man, was passiert. Wie ist so die allgemeine Haltung zu dieser Frauenfrage? Eben, weil es jeder Zunft ein bisschen anders ist, kann man da nicht einfach allgemein etwas sagen, aber es gibt Einzelne, die sind da wirklich sehr offen. Und wir bei uns haben jetzt, ist das kein Thema in unserer Zunft, in anderen Zunften ist es auch kein Thema. Man muss auch die Interessen sehen, oder? Wenn die da sind, dann kann man darüber reden, aber wir haben jetzt niemanden, der sich interessiert, in unserer Zunft mitzumachen als Frau. Also ich habe keine Chance bei euch, ich bin im Fall eine Wiedekerin. Das weiss ich doch schon, aber du hast ja auch noch nie angerufen. Also. Ihr würdet sicher alles über den Haufen werfen. Ja, also, wenn du kommst, würde ich noch gerne dein Götti sein. Man braucht ja dann auch noch einen Götti, oder? Also, oder mindestens 2 jetzt, aber wenn du kommst, mache ich das gerne. Das ist so auf Triesbach, das ist ein Quartier in Zürich. Ihr Zunftmeister, den sie dabei haben, Thomas Ribi, der ist jetzt schon ein bisschen lockerer als letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir das erste 6 Leute gehabt. Da ist man nervös wahrscheinlich, oder? Da ist man extrem nervös, absolut, ja. Zunftmeister ist. Vor allem nach dem Vorgänger, den wir hatten. Das war ein ganz bekannter und berühmter in Zürich. Ein guter Redner und dann wird es immer schwierig, in so einen Fußstapfen hineinzustehen. Aber er hat das gut gemacht. Und wir haben ja auch einen neuen Zunftmeister, der dieses Jahr angefangen hat. Der Jüngste, mit 40, wo man sich gut überlegt, ob man so ein Amt machen will. Man muss ein bisschen die Leute bändigen, oder? Und zusammenhalten. Da ist Esther Friedli als Ehrengast mit dabei, Ständerätin aus dem Kanton St. Gallen, haben wir gerade gesehen. Ja, man ist ja nicht nur der Vereinspräsident quasi, oder? Man muss auch das Gesicht nach außen sein, man muss gut reden, man muss viel Zeit haben, man wird immer eingeladen. Man muss viel Zeit investieren ins Brauchtum an sich. Absolut. Ja, und überall, wo wir gehen, muss man auch wieder reden. Also das muss man auch vorbereiten. Theaterunternehmer, haben wir gerade noch gesehen. Tun sich eigentlich die Zunft untereinander absprechen? Eben, du hast gesagt, es gibt so ein paar Leute, die immer wieder regelmäßig auch angefragt werden, die umgereicht werden, so hast du es vorher genannt. Tut man sich da ein bisschen absprechen, gegenseitig? Überhaupt nicht. Schnappt man sich manchmal einen Ehrengast vor der Nase weg? Wegschnappen kann man nicht sagen, aber man hat damals die gleichen Ideen und manchmal lädt man jemanden ein und sagt, ja, ich bin schon eingeladen dieses Jahr, aber ich komme nächstes Jahr. Dann hat man schon wieder jemanden auf der Warteliste. Und ist es noch begehrt? Kommen Ehrengäste in der Regel gern? Ich habe noch keinen gehört, der nicht gerne gekommen ist. Dann soll er nicht kommen. Aber es ist wirklich so. Also, es ist eine Ehre, wenn wir von einem 6 Leuten mitlaufen, als Ehrengast sowieso. Man ist von morgen bis am anderen Morgen ist man dabei und erlebt etwas, was man sonst nicht erleben kann. Aber es gibt natürlich, klar, Bundesräte, die man jetzt vielleicht schon anfragt für 2028 oder so. Das ist schon möglich. Wir haben ja vor der Pandemie haben wir Silvia Steiner eingeladen. Dann ist die Pandemie gekommen.
Nachher hat sie aber gerade einen Einsatz in einer anderen Zunft, weil die eben eigentlich sie schon gebucht haben oder gefragt haben für ein anderes Jahr. Wir haben dann noch mal ein Jahr warten. So kann das manchmal gehen mit dieser Ehrengästeplanung. So ist es. Da kann man Stubengesellen lesen auf dieser Fahne. Was sind Stubengesellen? Stubengesellen, das sind Jungzünfter, die halt Gesellen sind und die Zukunft der Zunft eigentlich in dem Sinne weitertragen und weiterführen. Was haben die am 6 Leute für einen Einsatz? Zum Teil sind sie eingesetzt als Helfer oder dann eben zum Wein schenken. Als Wein, da tun sie jetzt die Leute ein bisschen befürchten, ein bisschen anspritzen, Wein abgeben und eben, oder sie haben gar keine Aufgabe und kommen einfach um 6 Leute mit und geniessen es. Heute wahrscheinlich willkommen für die einen oder für die anderen, dass man nicht dehydriert an der schönen Sonne. Und immer ein Schlückchen Wein. Ja, das muss man natürlich als Schacht. Und der Gesell ist mir eigentlich erst ab 18. Hat das seinen Grund, oder? Wenn man sieht, was am Teil dann da durch ist. Oh, da gibt es noch eine artistische Einlage. Oh la la. Aber eine super Einlage gewesen. Haben wir jetzt auch noch nie so gesehen. Grandios. Also klar reut es mich nicht mitzulaufen am 6 Leuten Umzug. Aber so Sachen sieht man ja nur, wenn wir im Fernsehen sind. Achtung, er macht es nochmal. Hobla. Bravo. Er weiss etwa, wie es geht. Wird dementsprechend das Echo geben. Und das ist eigentlich der schwerste und grösste Wagen, der am Umzug dabei ist. Die Rotte, die jedes Jahr dabei ist. Genau, 9 Tonnen schwer, 4 Meter hoch. Viel mehr darf sie ja nicht, weil oben dran geht Tramversorgungen sind, dort die Stromkabel. Also von dem her gesehen. Wo sind die Wege unter einem Jahr, wenn sie nicht ihren Einsatz haben, um 6 Leute? Die werden irgendwo in einer Halle eingestellt. Meistens weiss man es nicht oder man sagt es nicht, weil das sind Unikate. Und auch ein Bär ist dabei. Der Bär hier, das ist der Bär, genau. Dem sagt man den Bär. Und der drinnen ist, dem sagt man dann eben auch den Bär. Ist das jedes Jahr der gleiche oder ist das ein... Das ist jetzt das zweite Jahr, das dritte Jahr schon der gleiche da. Im Bärenkostüm ist? Im Bärenkostüm. Es gibt 2 Bärenkostüme. Es ist ein echtes Kostüm, das ist jetzt ein schwarzes Bär. Und der Braunbär hat er dann zu Abend an, weil der ist eigentlich durchgeschwitzt nach dem Umzug. Heute umso mehr. Ich habe ihn gefragt, den Bär. Er trinkt also wirklich zwischen 5 bis 7 Liter Wasser während dem Umzug. Allein während 2 Stunden, ja. 2,5 Stunden. Und zu Abend im Auszug ist er dann auch dabei, eben mit einem braunen Bärenkostüm. Die Stimmung hier am Limmatquai ist wunderbar. Wie ist die Stimmung bei Ihnen daheim? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schicken Sie uns einen Eindruck, wie Sie 6 Leute schauen oder mitverfolgen. Wenn Sie jetzt Ihr Handy zücken und hier auf den QR-Code, der erstens eingeblendet wird, wenn Sie den abscannen. Musikverein Harmonie Schlieren. Immer sehr modern unterwegs. So, wir sind ein bisschen aus dem Takt geraten. Wo stehen wir im Moment gerade? Jetzt sind wir bei der Zunft zum Wieder. So, da ist der angedrohte QR-Code. Schicken Sie uns Ihre 6 Leute Bilder. Wie feiern Sie, schauen Sie, verbringen Sie 6 Leute? Wir sind gespannt und würden es gerne zeigen. Und wie immer haben sie eine super Marschordnung da. So sind sie früher auch in den Krieg gegangen und haben bei der Mordnacht 1350 ihre Tapferkeit bewiesen und haben so wie den Feind vor der Zürichtor geschlagen und haben darum auch gewisse Ehrenzeichen bekommen, die wir wahrscheinlich noch werden sehen. Den Bär haben wir ja schon gesehen. Das ist eigentlich das Zeichen für den besiegten Feind. Und dann ist noch ein Eisengrind dabei.
der für den Löwenmut dabei ist. Darum ist es ein Leu. Und dann das dritte Ehrenzeichen, wenn man es dann genau sieht, bei ihrem Banner. Sie hat nämlich den Widder auf dem Zürichblau. Das ist sonst nicht erlaubt. Wieso nicht? Da gibt es eine klare Regel, was man mit dem Blau von Zürich machen darf. Und das ist ursprünglich einmal so bewilligt worden, dass man das Zürichblau in ihrem Fahnen haben, respektive in ihrem Zeichen von der Zunft zum Widder. Das ist die Fleischschale, die ist einmal hier am Limmergäge gestanden, wo fast dort, wo sie jetzt auch vorbeifährt. Und ist ein Fünfspänner, der hier die Fleischschale symbolisiert, die wir einmal hatten. 1962 abgerissen, ich mag mich nicht mehr wirklich daran erinnern. Ja, das ist der allgemeine Gruß. Schönes Sechserläuten, das wissen schon die Allerkleinsten. Wir sehen hier den Böck. Wenn man genau heranschaut, er hat heute so Krise-Plempel über die Ohren. Eigentlich hat der Böck gar keine Ohren, oder? Aber dieses Jahr hat er auf jeden Fall Krise-Plempel, ein Gruß am Gastkanton Zug. Er hat noch ein Zeitchen, aber am 6. geht es ihm dann an den Kragen, wenn da das Feuer angezündet wird. Viele Zuckerfrauen, die hier in der Stadt Zürich sind, haben sich auch solche Krisenplempel quasi an ihre Ohren gemacht. Mit der Tracht zum Teil auch noch. Und zeigen natürlich so die Verbundenheit zu ihrem Krisenbrauch. Hier stehen schon ein bisschen rote Bäckchen in der Sonne, in der ersten Reihe am Limmat gegeben. Es ist richtig schön warm. Dann gibt es manchmal eine kleine Pause zwischen den Zäuften. Wie kann das passieren? Ist das wegen den Ehrengästen, wenn es zu viel Selfie oder Blumengrüße gibt? Vielfach wegen den Ehrengästen, ja. Oder wegen sonst Gästen, die man sonst nicht einfach so sieht, wenn man posten. Und da jetzt kommt ein bisschen etwas Spezielles bei der Zunft zu den Schmieden. Das ist jetzt können wir es zeigen. Du hast es vorher angesprochen. Wir Genau. sind hier am 6-Leute-Platz. Da ist eben die Weckerzunft, die jetzt ihren grossen Zopf, den sie mitgetragen haben, hier verspeist. Ganz genau richtig. Und direkt vor unserer Kamera, ja, von unserem Kämmerchen, von unserer Kommentatorenkabine. Wir schauen zu aus nächster Nähe. Genau. Genau, jetzt die Schmiedenzunft, das ist natürlich dieses Jahr ganz speziell. Also, die haben einiges zu bieten, die haben ganz einen Haufen Sachen, die sie dieses Jahr einmalig dabei haben. Gegen den Schluss sieht man dann, das hier das sind Protagonisten, die vom Gottfried Keller ist da geschrieben worden einmal zu einer Becherweih die Johannisnacht. Und alle 10 Jahre tun die Vorsteher, 9 Vorsteher, hier quasi ein Theaterstück aufführen. Und das sind Protagonisten da, die eigentlich das symbolisieren, die Johannisnacht, die dann eben alle 10 Jahre mal gezeigt wird. Was hat es da mit dieser Kette auf sich? Die einzelnen Kettenglieder haben es da früher, als sie aufgenommen worden sind, haben die einzelnen Kettenglieder jeder eins müssen machen, wenn er aufgenommen worden ist. Und dann ist das so quasi symbolisch an die Kette herangekommen. Wir sind miteinander verbunden. Aber jeder Schmied, der hier dabei ist, muss mindestens eine Schmiedelehre machen. Also muss einmal wissen, wie es funktioniert. Muss er selber in der Schmiede, die in Wallisellen aussen ist, die haben eine eigene Idee, muss auch dort schmieden. Der Nationalrat Philipp Kutter. Der deckt jetzt buchstäblich ein mit Blumen, finde ich extrem schön. Er Ehrengast bei der Zunft zu schmieden. Sie haben auch einen schönen Brauch, dass sie die Lehrabschlussklasse, respektive jemand von der Beste von der Lehrabschluss gemacht hat, das letzte Jahr als Hufschmied, sie einladen als 6 Leute. Ob es ein Hufschmied ist oder eine Hufschmiedin, finde ich extrem gut, dass man das macht. Es gibt immer etwa pro Jahr zwischen 10 und 12 Hufschmieden, die abschließen.
Coldplay ist mit am 6 Leuten dabei. Auch Coldplay ist dabei. Wird das abgesprochen? Kann der Zoft wünschen, was quasi ihre Musik soll spielen So oft nicht, aber das tut der Dirigent das bestimmen. Was wird gespielt, wann vor der Kamera. Sie haben so 9 bis 10 Stück, die sie einfach während dem ganzen Umzug spielen. Und es ist immer auch der 6 Leute Marsch dabei. Aber man muss es ein bisschen planen, die Reihenfolge, dass nicht alle immer nur den 6 Leute Marsch Es spielen. gibt nur einen Zoft, der den 6 Leute Marsch sollte spielen bei der Kamera. Das ist immer in der Mitte, das 13, der dann das machen darf. Ja. Da sieht man jetzt den Harst, wieder auch mit einer schönen Formation. Sie laufen einfach immer super, haben hier ihre Hämmer dabei, also ihre Schmiedhämmer. Und dieses Jahr haben sie noch ein spezielles Jubiläum, nämlich das 150-jährige Jubiläum von ihrem Bannerherr Schweizer Becher, das sie feiern. Und darum hat eben dort auch der Gottfried Keller dann dort mal zu dieser Becherweihe, die jetzt 150 Jahre ist, die Johannis nachgeschrieben. Die Zunft der Schmiede ist eine Zunft, die kein Ross hat. Das ist richtig, ja. Es sind 6 Zäufte, haben kein Ross und die Schmiede gehören da dazu. Und jetzt hört man es schon. Man sieht es, man kann es lesen. Dazu, ZSC, genau. Es sind 40, also die ganze Mannschaft vom ZSC, Vorstand, Trainer, sind alle da am 6 Leute Umzug dabei. Und geniessen den Umzug unter Applaus. Ich meine, sie haben ihn ja auch verdient. Absolut. Schweizer Meister, Europameister, also Chapeau. Sie sind aber nur am Umzug dabei und am Feuer und gehen nachher wieder heim. Oder gehen trainieren. Auch sie werden mit Blumen eingedeckt. Wir hocken hier in unserer gekühlten Kommentatorenkabine. Wir haben Fotos bekommen, wie die Leute daheim oder dort, wo sie gerade sind. Ein Gruß vom ZSC aus 6 Leuten. Und dann haben wir Fotos bekommen, wie die Leute daheim ihre 6 Leute verbringen. Der ist sogar aus Dortmund. Also auch in Deutschland gibt es Leute, die uns schauen und 6 Leute feiern. Das ist, glaube ich, ein Gritti-Benz-Böck. Der hat schon ein bisschen heiß gehabt, so wie es aussieht. Aha, da wird nicht gearbeitet. Da wird nicht gearbeitet, sondern im Moment 6 Leute geschaut. Genau. Schicken Sie uns auch Ihre Bilder. Wie schauen Sie, verbringen Sie 6 Leute das Zürcher Frühlingsfest, wenn Sie jetzt den QR-Code, den Sie hier eingeblendet sind, abscannen. Dort können Sie Ihr Bild aufladen. Wie festen Sie am 6 Leute? Das ist auch ein Fixpunkt am 6 Leuten, dass da geschmiedet wird auf dem Wagen. Das ist der Schmittenwagen da. Das ist natürlich auch immer ein Highlight, wo man da am Schluss noch den Schmittenwagen hat und kann zuschauen, wie wirklich auch geschmiedet wird. Eigentlich fast nach Choreografie, wenn man so will. Und sie feiern auch das Jahr das 50-jährige Handwerk da auf dem Wagen. Also, man sieht, auch die Gesellen gehen da Gas und schauen, dass das auch geschmiedet werden kann. Da kommen schon die Reiter von der Zoft flutern. Ich muss also sagen, ich bin erstaunt, wie wenig Lücken das Jahr hat. Ich hätte eigentlich viel mehr erwartet, ehrlich gesagt. Aber sie laufen zügig. Sie sind wahrscheinlich alle gestern am Kinderumzug gewesen, weil die hätten denen dann nämlich gestern gezeigt, wie es funktioniert. Die sind da super gelaufen und ich muss sagen, heute bin ich also auch zufrieden, wie die hier laufen. Das gehört auch zum 6 Leuten. Am Sonntag ist der Kinderumzug auf der kürzesten Route durch die Innenstadt. Es waren 2100 Kinder unterwegs gestern. Und das sind jetzt fast alles wahrscheinlich Kinder von Zofta. Es sind ausschließlich Zäufterskinder, die hier mitlaufen. Das ist richtig.
Das sind die Verbindungsreiter in einer Standesform, die hier mit den spitzigen Hüten. Grenadier und Musik, Stadtmusik Kloten. Patti Basler gibt ein Tänzchen. Ja, bei Ihnen wird Kirsch heute Abend in Rauen Liter Mengen fließen. Genau, weil bei Ihnen ist der Gabriel Galliker Etter als Ehrgast dabei und der bringt immer ganz viele Flaschen mit dem feinen Kirsch mit. Du hast jetzt gesehen, da auch wieder ein Wagen. Also es gibt keinen Zoft, der keine Wagen hat. Mindestens einen haben sie immer, wenn nicht zwei oder bis sogar 4 Wagen. Wer kümmert sich das Jahr durch um die Wagen und belädt oder schmückt die nachher, wenn es ernst gilt, vor dem 6 Leuten? Das ist der Wagenchef, das ist ein Chargierter, den wir haben. Also einer, der die Zuteilung bekommt oder der die auch will, dass er sich um die Wagen kümmert. Man muss es meistens ein bisschen renovieren, anmalen, pflegen und auch dann für den Umzug dekorieren lassen. Das macht meistens ein Gärtner oder das Blumengeschäft, das man engagiert hat, das das jedes Jahr macht und auch weiss, wie es funktioniert. Aber das Problem ist schon, was man hier sieht, wir müssen es noch ein bisschen geniessen mit den Rossen, die hier ziehen. Es ist nicht mehr das, was in Zukunft schlussendlich vielleicht möglich wird sein. Man findet immer weniger Leute, die das können. Man muss die am Zaun halten und solche Fuhrwerke fahren, das findet man fast nicht mehr. Es sind, glaube ich, mittlerweile alle, die es gibt, sind hier in Zürich. Sind alle in Charge für 6 Leute? Da sieht man das Banner von der Zoftwaage. Und sie haben eben die Hutmacher, die sie bei sich als Handwerkszoft haben. Darum haben die hier auch einen grossen Zylinder, den sie umtragen. Das sind auch Jungzünfter, die hier den Hut tragen. Polizeimusik von der Stadt Zürich ist das. Und da sieht man den Zunftmeister in einer Rikscha. Es ist nicht üblich, dass es so läuft, aber der hat vor ein paar Tagen den Fuß kaputt gemacht und will natürlich gleich um 6 Leute im Umzug dabei sind, haben sie gesagt, wir machen jetzt... Spezielle Requisiten. Genau. Und die fahren, das sind etwa 10 Zäufer, die sich hier ablösen. Die gehen... Das werde ich nachher weiter erzählen, wenn wir bei den Ehrengästen durch sind. Das ist nämlich eine spannende Geschichte, die die hier bieten. Er geniesst es trotz allem, trotz verletztem Scheichen. Er hat das eben gar nicht gewusst, dass sie das organisiert haben.
Eben, sie haben eine grosse Verbundenheit mit England. Und das ist eine Gruppe, die von England eingeflogen worden ist. Das sind die sogenannten Pikemen and Musketeers aus London, die hier teilnehmen und quasi die Ehrenweisung machen hier bei uns in Zürich. Weil sie sind eigentlich Begleitung vom Lord Mayor, der bei der Zoff zur Waage Gast ist. Lord Mayor ist der Bürgermeister von London. Wie ist die Verbundenheit zustande gekommen mit England? Es hat ein paar, die mit England verbunden sind über die Guilds. Die haben ja auch Zünfte dort, die haben auch Handwerkszünfte dort, Basketmakers oder eben Hutmacher oder Schneider. Und dann sind dort gewisse Verbindungen zustande gekommen. Die Zürcher gehen die besuchen und die von London kommen uns besuchen. So ist dann auch eine Charity-Veranstaltung jetzt am Laufen, wo 20 Zünfter, also 10 Zürcher Zünfter und 10 von England, von London nach Zürich fahren mit Velo in 4 Tagen. Und Geld sammeln als Charity-Aufwand machen. Den Bürgermeister hat man leider nicht gesehen, bis jetzt. Kommt da genug Flüssigkeitsvorrat auf dem Wagen? Generell wichtig natürlich, aber heute besonders. Jetzt ist es ja so, dass über 300 Leute auf dem Ross am Umzug teilnehmen. Sind das dann ihre eigenen Rösser oder wie kommt da Reiter zu Ross? Das ist ein bisschen gemischt. Also es hat viele, die eigene Ross haben, wo die auch reiten oder dann leihen sie es ausleihen. Es sind auch Leihross, wo man aber weiss, wie es funktioniert. Man geht mit denen auch reiten, man geht mit denen trainieren, sodass auch sicher am Umzug auch alles reibungslos läuft. Also Reiter und Ross kennen sich. Das ist also nicht einfach eine Zufallsauslosung. Aber es ist schon so. Also die Ross kommen da gerne. Solange sie laufen können, ist alles in der Ordnung. Der Stressfaktor kommt nachher vor dem Feuer. Der Stressfaktor kommt nicht einmal vor dem Feuer. Einfach, sobald sie rennen können und vor allem auch ums Feuer, wenn es tätscht und knallt, das Ross bewegt sich. Und in dem Sinn, das haben sie auch gemessen, ist das also für das Ross nicht ein spezieller Stressfaktor. Und man hilft ja ein bisschen an, dass es nicht allzu gross ist, der Stress, aber es gehört zum Brauch dazu. Das ist so. Also, und die Reiter wissen, wie ihre Ross funktionieren. Und dann geht das auch gut über die Bühne. Es hat auch Stichproben, wie geht es am Ross, wo 4 Tierärzte unterwegs sind und permanent Ross anschauen und auch kontrollieren, wie geht es den Tieren. Genau. Sind schon bei der nächsten Zunft? Genau, Zunft Hart. Mit ihren schönen Rokoko-Kostümen ist immer wieder etwas Schönes anzuschauen, auch mit ihren Amazonen, die sie vorne auf der Ross haben. Und man sieht hier den Hartturm mit dem Limit, symbolisiert mit diesen Wellen. Die da vorne laufen, das sind Vorsteher. Darum ist es nicht so eine grosse Gruppe. Der grosse Harsch kommt nach der Musik dann. Die Musik ist die Stadtmusik Bülach, die wir jetzt hören. Ja, es geht noch etwa eine Stunde und dann schreiten wir da eigentlich sozusagen zum Showdown am heutigen Tag. 6 Leute, wie es der Name sagt, heisst, auf den 6. Schlag vom St. Peter geht es am Böck an den Kragen.
Aber erst um 6 Uhr, vorher müssen noch ein Haufen Zäuft, ein Haufen Leute, die mitlaufen am Umzug, richtig 6 Leute Platz und hier eintreffen. Aber wir nehmen es genau in Sachen Zeitmanagement, kennen wir kein Pardon. Am 6 Uhr wird hier der Böck angezündet. Das macht wie immer der Regierungspräsident oder Regierungspräsidentin vom jeweiligen Stadtkanton. Das ist dieses Jahr der Andreas Hostetler, Landdame vom Kanton Zug. Er macht dann ein Böck für unter dem Hosenboden. Da sieht man jetzt den Harst von der Zooft Hart. Und auch die mit den Perücken, mit den schweren, grossen Perücken, die sicher genug warm geben heute. Aber sehr schöne Kostüme. Wo sind die Kostüme unter einem Jahr, bevor sie da für 6 Leute aus dem Kasten geholt werden? Also mein Kostüm hängt daheim im Kasten. Bei der Hart weiss ich, die haben ihre Kostüme zur Hauptsache bei ihnen im Keller. Und dann wird auch geschaut und dementsprechend sind die auch gut gelagert dort. Das ist doch heikel, sind teure Kostüme. Machen viel Zäuft, wo sie effektiv bei sich eingelagert haben oder eben auch daheim dann. Das sind Pinguine, die Ehrengäste, Gäste, die sie dabei haben. Denen sagt man Pinguin, weil früher hat man ihnen gesagt, sie müssen einen Frack anlegen. Und dann, wenn du von hinten anschaust, sehen sie aus wie Pinguin. Von dort her kommt Heute kommen sie einfach geschallt. Jetzt kommen sie einfach im dunklen Anzug und möglichst silberne oder helle Krawatte. Da kommt der Haarturm auf Rädli. Genau, den gibt es auch immer noch. Der Haarturm, der ist auch bewohnt. Und auch hier, das geniessen natürlich jetzt also das Gebäude in Richtung gibt es immer noch. Das gibt es immer noch, ganz genau, in Richtung. Und die älteren Zäufter geniessen das natürlich auf dem Wagen da mitzufahren. Mit dem Symbol für die Zunft quasi Richtung Böck entgegen. Und immer etwas zu trinken in der Hand. Ja, und jetzt könnte es dann schon eine grössere Lücke wieder geben, weil, oha, ja genau. Das war auch das letzte Jahr schon so, wo der Albert Rösti bei uns Ehrengast war. Jetzt gibt es eine grössere Lücke, das nehmen wir doch schnell zum Anlass, um die eine oder andere Frage aus dem Publikum zu beantworten. Der Hugh Rection aus Männendorf möchte wissen, kann man irgendwie einer Zunft beitreten? Das ist natürlich eine interessante Frage. Oder ist das quasi von Geburt an festgelegt? Da gibt es Regeln. Also sowohl als auch. Es gibt in dem Sinn nicht unbedingt eine Regel. Quartierzäuft hauptsächlich, dort geht es darum, dass man im Quartier irgendeine Aufgabe hat oder verankert ist, im Quartier aufgewachsen ist. Ist natürlich schon am einfachsten, wenn man reingeboren wird, wenn der Vater, Großvater... Dann geht es automatisch an die nächste Generation weiter. Wenn die interessiert sind und wollen. Und sonst kann man auch, also was auch passiert ist, wenn man eine Tochter von einem Zäufter heiratet, dann ist er ein sogenannter Tochtermann. Dann hat man auch Zugang. Der Gerold Alemann aus Berschwil möchte wissen, gibt es unter Zäuft Rivalitäten? In keiner Art und Weise. Es gibt überhaupt keine. Geht es um Ehrengäste, geht es um Kostüme. Man wird natürlich dementsprechend auch immer ein bisschen angezündet. Aber das gehört ja dazu. Das gehört dazu, das ist aber keine Rivalität. Neckt, das gehört dazu. Genau. Rivalitäten gibt es definitiv nicht. Kostüm ist gerade das Stichwort für die nächste Frage. Wie viel kostet die wunderschönen Zäufkostüme? Das ist wahrscheinlich unterschiedlich von Zäuft zu Zäuft. Das ist unterschiedlich von Zäuft zu Zäuft. Also ganz das Rokoko-Kostüm oder ein Biedermeier, das sind natürlich ein bisschen die teureren. Wenn man eins nimmt von der Wider oder von der Schuhmacher, dann ist es aufwendiger ist, ja. Da gibt es ein bisschen günstigeres. Und unsere sind so ein bisschen in der Mitte, also was es kostet, zwischen vielleicht 500 bis 5000 Franken, je nachdem, was es dann ist. Für ein Zäufterleben. Auch wenn Sie eine Frage haben an Reto Hänger, danke vielmals. Können Sie das stellen mit dem eingeblendeten QR-Code? Jetzt sind halt schon wir eingeblendet. Genau. Wir kommentieren für Sie hier aus dieser schönen, herzigen Kabine noch bis am 6 Uhr und dann geht es vorne ans Feuer. Wenn Sie eine Frage haben an Reto Hänger, der eigentlich so gut wie alles weiss über 6 Leute. Ich hoffe es. Ja, du nicht so bescheiden. Der alles weiss über 6 Leute, stellen Sie ihm die Frage mit dem QR-Code, den Sie immer wieder mal eingeblendet sehen. Dort können Sie mitmachen, abscannen.
eingeben ihre Tipptour. Wie lange haben Sie das Gefühl, geht es, bis es dieses Jahr am Böck den Kopf jagt? Wir hoffen, es geht relativ schnell. Wie lange geht es, bis es ihm den Kopf jagt? Oder schicken Sie uns über den Code, den Sie immer wieder mal eingeblendet sehen, wie Sie 6 Leute feiern. Noch ist er ganz unversehrt. Aber je mehr die Zäufter an Richtung 6 Leute Platz schwärmen, desto näher geht es seinem Ende entgegen. Hier sehen wir die Reiter von der Zauft zur Safran. Für die sich das amigs nicht merken können, einen kleinen Tipp. Die Zauft Safran hat eine gelbe Schwertlinie oder goldige Schwertlinie in ihrem Wappen. Und die andere Zauft, das ist nämlich die Zauft Flunteren, die silbrige Lilie hat. Und die gelbe ist eigentlich mit dem Safran, kann man sie so verbinden. Safran ist auch gelb. Und dann weiss man, wenn man die sieht. Gut, aber die Zäufter unter sich wissen das natürlich. Man weiss es natürlich. Aber immer, wenn mich fragen auch Leute damals, was ist welche jetzt der Unterschied? Welche ist jetzt welche? Wie kann ich mir das merken? Es ist wirklich da mit dem Safran verbunden und sie haben auch sehr einen engen Bezug zu Safran und pflanzen auch selber anpflanzen neuestens. Also das ist jetzt ganz etwas Neues, was sie machen. Selber Safran züchten in dem Sinn. Im Zofthaus oder wo wird der Nein, abgebaut? das sagen sie nicht. Das ist, also, es wird wahrscheinlich in der Nähe von Mund sein, weil sie haben eine Schümmelage mit Mund und das ist eine Gemeinde. Und dort ist auch Safran her. Ich nehme an, das wird dann dort. Was ist eine Schümmelage? Eine Schümmelage, das ist eine Verbindung. Eine innige Verbindung mit jemand anderem, also mit einer anderen Gesellschaft. Das haben wir lange mit der Compagnie 1602 aus Genf. Dem sagt man dann Schümmelage. Man besucht sich, man tauscht sich aus. Ja, und da warten wir jetzt auf den Ehrengast. Irgendwann sollte er dann einmal kommen. Nach den Mörserschützen gehe ich davon aus. Man kann sagen, du hast gemeint, der Bundesrat Albert Rösti ist aber schon durch, wie ich höre, aus der Regie. Aber man kann sagen, es sind dieses Jahr so viele Bundesräte am 6 Leute wie noch gar nie. Also 4 von 7 sind da. Sie wären eigentlich schon beschlussfähig. Absolut, ja. Wer regiert dann noch die Schweiz? Das sind schon die ersten Salutschüsse. Wir sind dann gespannt, was sie alles dort bestimmen und beschließen. Aber es ist Unter so. dem Einfluss vom 6 Leute. Genau. Je später der Abend. Harmonie Helvetia Horgen, die hier kommt. Einer der begehrteren Plätze am 6 Leute, wer hier in den Sänften mitreiten darf, oder? Ich weiss nicht, also mir würde schlecht werden. Aber sie sind extrem motiviert, das gefällt mir. Also, es ist schon, sie mögen noch. Zunft von Saffer, also eigentlich Krämerszunft, also Gewürzhändler. Was sind das für Leute, die heute noch in dieser Zunft sind? Ja, gut, also es hat jemand mal eine Apotheke noch dabei oder so, aber es sind eigentlich bunt gemischt. Also, wenn man will, in einer Zunft dabei sein, zum Beispiel jetzt in so einer Zunft zu Safran, dann kann man da, wenn man eine Verbindung hat, bei denen beitreten oder fragen, ob man aufgenommen werden könnte, wenn sie Platz haben. Aber in dem Sinn ist es also nicht berufsgebunden bei ihnen, wo man müsste etwas sein müsste. Klar, bei einem Weckerzäufter ist es einfacher, wenn man Bäcker ist. Aber da muss man jetzt nicht Händler sein. Es gibt ja immer noch den Mythos, wie viel ist da dran, dass man muss finanzkräftig sein muss, dass man kann
einer Zunft beitreten. Und dass das auch nicht ganz gratis passiert. Ganz gratis ist nichts, also das sage ich auch meinen Kindern immer. Aber so ein Golfclub-Beitritt ist also wesentlich teurer, massiv teurer, oder auch wenn man Golf spielt. Einfach mal so als plakatives Beispiel. Es kostet etwas, ja, aber jeder Verein, wo man dabei ist, kostet etwas. Und am Schluss des Tages geht es darum, wie lange geht es, bis es am Böck den Kopf verjagt. Wir zwei aus der Kommentatorenkabine hoffen natürlich, es geht schnell, aber nicht nur wir zwei, weil der Legende nach ist ja, je schneller, desto besser, desto schöner wird dann der Sommer. Das ist so ein bisschen Statistik, wie sie im Moment aussieht. Also relativ viele Leute haben immer noch das Gefühl, es sei eine gute Viertelstunde Brenndauer, bis es dann am Böck an den Kragen geht und es ihm den Kopf jagt. Also Sie können immer noch mittippen. Es ist ein Wettbewerb, wo es etwas Schönes zu gewinnen gibt, einen Preis aus dem Gastkanton. Sie können mitmachen, Ihren Tipp abgeben, entweder online unter srf.ch/mitmachen oder dann mit dem QR-Code, den Sie immer wieder mal im Laufe unserer Sendung eingeblendet sind. Du hast ja das Gefühl, es geht etwa 19 Minuten. Ich habe das Gefühl, es ist unter einer Viertelstunde. Ja, schauen wir mal, wer recht hat. Ich bin auch Eine Tafel Schoki. Eine Tafel Schoki, abgemacht. So, da sind wir in der Stadtzunft. Das ist eigentlich die erste Zunft der neuen Linie. Nach der historischen Zunft hat man dann angefangen, eben sogenannte Quartierzunft gründen. Da gehört die Velogruppe dazu. Deren ihre natürliche Find am 6 Leute sind Tramgleis, oder? Absolut. Wir immer ein bisschen justieren. Mit diesen dünnen Krönen da. Und ja, da geben die Jungzünftler gerade ein bisschen Gas. Und da hören wir jetzt den 6-Leute-Marsch. Und sind alle heiser. Wahrscheinlich schon heute Abend. Da braucht jemand ein Päuschen und eine Stärkung mit Süßigkeiten. Und ihr Zunfthaus, das sie gegründet worden sind, war eben das Haus zum Schwanen. Darum haben sie da einen Schwan dabei. Und ist auch ein Teil von ihrem Zunftwappen. Genau. Das ist jetzt also der 6-Leute-Marsch, die Hymne vom heutigen Tag. Schön haben wir auch noch gehört, den 6 Leute. Das ist ganz klar definiert für die erst unterdessen zugeschaltet haben. Der 6-Leute-Marsch darf eine Zunft dann spielen, wenn man es ihr sagt, nämlich dort, wo die Fernsehkamera das einfangen. Und das ist dieses Jahr Stadtzunft. Genau. Heute ist man wahrscheinlich froh um den Zunfthut. Die Sonne ist stark, über 20 Grad in Zürich, optimales 6-Leute-Wetter, aber am Umzug wird es dann ordentlich warm. Ja, da sie den Gästen sie immer ein Cape mitgeben und dann sieht man auch, wer Gast ist oder wer eben Zäufter ist. Und so läuft es um 6 Leute. Herren laufen mit und die Frauen bringen die Blumen. Das ist doch ein schöner Tausch mal. Ja, ein Landauer passt eigentlich auch in die Zeit von der Gründung der Stadt Zunft.
So, und jetzt übergebe ich dann dir das Wort. Warum? Weil mein Herz höher schlägt. Ach so, ja, ich komme Ich bin schon drauf. richtig nervös. Jetzt kommt natürlich, du bist eigentlich das Gruppi heute von der Zunft zu Wiedeken. Was ich alles bin dort, das weißt du gar nicht. Vielleicht will ich es gar nicht wissen, gell, Reto? Das ist deine Zunft. Ja. Reto, bist du schon wieder ansprechbar? Ja, nein, ich geniesse es nur, ehrlich. Und es sind da 35 gross. Und wenn man unsere Kostüme ansieht, weiss man auch, wieso wir Farbfernsehen haben. Es ist einfach ein schönes Schauen. 35 gross dieses Jahr. Ist das für das Jahr viel? Ist eigentlich, sollte normal sein, aber ich geniesse es immer wieder, wenn ich es sagen kann, weil es sieht dann auch gut aus, wenn es ums Feuer reitet. Sie haben letztes Jahr den Sternritt gewonnen. Das ist so eine interzäuftige Veranstaltung mit Reitern. Und sie dürfen jetzt im Uhrzeigersinn eigentlich um den Böck reiten, weil alle zusammen um den Böck im Gegenuhrzeigersinn reiten. Vielleicht machen sie das wissen wir jetzt noch nicht. Jetzt hast du von einem Überraschungsgast erzählt. Was hat es mit dem auf sich? Genau, der Überraschungsgast ist der neue Bundesrat, der Bundesrat Martin Pfister. Und nachher, wenn wir dann Musik hören, er ist noch nicht da. Da ist er, da ist er. Genau. Als Regierungsrat haben wir ihn eingeladen und gekommen ist er jetzt eigentlich als Bundesrat. Und wir haben ihm heute den Bundesrat Pfister Marsch geschenkt. Und wir hoffen jetzt, dass dann der im VBS zur Pflichtlektüre wird. Dass, wenn er neu mit ist, dass dann der gespielt wird. Und Metta Hildebrand, Köchin, landesweit bekannt unterdessen, auch eine Zürcherin. Das mal auch als Ehrengast dabei zu Wiedeken. Du weißt denn das so innerhalb der Zunft Wiedeken? Was sind das für Leute? Ich meine, heute sind die farbenfroh. Wie sind die sonst? Jetzt gibt er keine Antwort. Ich wollte jetzt nämlich den Marsch hören, den ich das erste Mal höre. Oh, was für eine So, Freude. Reto. Ja, ich bin wieder bei der Kann ich wieder mit dir rechnen? Das ist übrigens ein neuer Wagen, den wir dabei haben. Hier. Das ist die Ziegelhütte. Das haben zwei Zäufter in Eigenregie gemacht und den Zoff geschenkt. Also ich kann es Ihnen sagen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Reto Hänger, unser Co-Kommentator, 6 Leute Wikipedia, ist gerade ein bisschen nervös geworden, gell? Ja, Ist ein bisschen gerührt gewesen. Es ist noch bewegend für das dich. Herz schlägt. Ja, das ist Ja, schon, man hat's gemerkt. Ja. Also auch du gesündigt in dieser Kluft, die dazugehört wie euch. Farbenfroh wie jedes Voll Jahr. dabei, voll dabei. Du bist also schon immer ein bisschen ein Zäufter gewesen, oder? Ich hatte das schon in den Windeln und eigentlich wahrscheinlich auch ein bisschen rot wie am Nuki. Ich weiß nicht, wie es war, aber ich war schon von Anfang an mit dem Virus angesteckt gewesen. Und bis heute eigentlich ist das ein wichtiger Teil von dir, oder? Das ist ein wichtiger Teil von mir, von der Familie. Wenn man sich gegenseitig sieht, ist irgendein Thema immer etwas überzeugt. Die Kinder machen mit, der Vater ist dabei. Es ist einfach schön, so mit in Generationen das zu geniessen. Und natürlich die Frau, die das unterstützt, braucht es auch. So, und jetzt sind wir schon bei den Vereinigten Zäuft zur Gerven und Schuhmacher.
da sieht man gerade beides. Da sieht man jetzt die vorne da einen Gerber, die haben so Lederschürzen an. Und wie der Zoffmeister, der diesjährige ein Gerber ist, sind die Gerber zuerst. Das war die Musikgesellschaft Fislisbach. Und da kommen die Schuhmacher mit den grünen Westen. Ihnen ist es so, sie haben von der Platzzahl her auch ganz wenig Platz für Gäste, eigentlich nur für Ehrengäste. Und wenn ein Ehrengast bei ihnen eingeladen wird, dann muss sich der oder sollte sich der eigentlich auch so anlegen, wie sie selber angelegt sind. Darum kannst du jetzt lang schauen, ob du einen Ehrengast findest du wahrscheinlich. Es wäre Christian Jotienni, der Gemeindepräsident von St. Moritz, eigentlich ein Zürcher. Ich habe ihn jetzt noch nie sehr spät. Da ihre Wagen, die Verbundenheit eben zwischen den Schuhmachern und den Gerbern, die sich da mal vereinigt haben, weil sie je zu wenig Mitglieder hatten, haben sie sich dann zusammengetan. Es ist eigentlich eine Fusion. Es ist eine Fusion. Fusionierte Zunft. Und das Gute ist, von jeder Zunft, von den Gerber oder den Schuhmacher, die dürfen dann ein Los ziehen und dann nehmen sie natürlich das beste Los für die Platzierung vom 6-Leuten-Umzug, wo sie mitlaufen können. So, man sieht es ein bisschen unter dem Publikum, setzt sich schon die erste ein bisschen in Bewegung, außer die in der ersten Reihe hockeln, weil es zieht einem natürlich, je näher dass es gegen die 6 geht, schon richtig 6 Leute Platz. Aber man sieht es auf dem St. Peter, nach dem Zifferblatt gehen wir ja, es ist jetzt 20 ab 5 bald. Der Böck hat noch gute 40 Minuten, bis es ihm an den Kragen geht. Ja, aber dieses Jahr verbrennen wir ihn dann ganz sicher. Also. Wunderschönes Wetter, man sieht es auf unserer Einstellung. Wie tun unsere Leute, die zuschauen, 6 Leute feiern oder mitverfolgen? Wir haben wieder ein paar Bilder bekommen und wir können schnell ein paar anschauen. Also da ist eine richtige Party im Gang, bei 30 Grad in Hua Hin. Wir genießen das 6 Leute 2025 in Thailand, so wie es aussieht. Hoppla, ja, das ist weit weg. Ja. Auch da ist, glaube ich, jemand nicht in der Schweiz. Grüße von einem, Grüße von einem aus dem afrikanischen Kontinent, von Djerba, genau. Jemand ist mit Camperferien unterwegs, 6 Leute im Wohnmobil mit Meerblick. Ja. Sieht auch nicht schlecht aus. Ah, da. Und auch hier Meerblick mit 6 Leuten. Da ist man in Italien, am Meer. Aber schön, wenn wir Zeit Aber im haben. Geiste in Zürich dabei. Wenn Sie Ihre 6 Leute Bilder schicken wollen, machen Sie das auf den QR-Code, den Sie hier eingeblendet sehen. Handy zücken, den QR-Code abscannen und dann werden Sie direkt weitergeleitet dorthin, wo Sie Ihr Bild aufladen können. Wir freuen uns über einen Gruß, wie Sie 6 Leute feiern. Es geht auch im Internet srf.ch/mitmachen. Wir sind hier in der nächsten Zunft, nämlich die Zunft zur Letzi und ihre Reiter. Die Zunft zur Letzi stellt das Jahr der Pip. Das ist der oberste Zunftmeister, der 1 Jahr lang gewählt ist. Und der hat dann Verantwortung quasi über all die Zunftmeister, macht auch eine Versammlung mit denen. Dann besprechen sie gewisse Sachen dort besprechen.
Das sind die wehrhaften Bauern, schön angelegt. Die Requisiten, wie wird das verteilt? Kann man sich da zur Verfügung stellen, ich würde jetzt so eine Hellebarde tragen oder ich würde Fahnen tragen, oder sind das fest verteilte Ämter? Also es gibt so Figurinen, sagen wir dem, die effektiv fest zuteilt sind. Und wenn etwas frei ist, kann man sagen, ich würde das gerne machen. Dann ist mir das aber meistens auch von Anfang bis zum Schluss. Da gehört mir die Harmonie Altstädte und das ist ganz wichtig. Sie feiern nämlich dieses Jahr ihr 125-jähriges Jubiläum. Herzliche Gratulation, sie spielen auch extrem gut. Da kommen die Ehrengäste mit dem Zoffmeister in der Mitte. Ja, der Divisionär Willi Brüllisauer, begnadeter Redner. Da hat sicher den Plausch gehabt, den er ausgepackt hat. Ja, die Armee gibt ja immer wieder mal ein bisschen Gesprächsthema, auch in Zunftreden, oder? Definitiv, Aktuell aber auch immer wahrscheinlich gut. besonders. Ist immer gut für eine gute Replik. Aber sie vertragen es, also das ist noch gut. Ja, austeilen und einstecken muss wahrscheinlich jemand sich die Waage halten. Das hier ist der Wagen die Letzine. Früher ist Zürich geschützt worden von den sogenannten Letzi-Türmen. Und das war eine Mauer, die zwischen den einzelnen Türmen durchgegangen ist. Und die haben quasi Grenzen gebildet zu Zürich und sind auch verteidigt worden. Das ist auch ein fixer Teil, die Tänzer am 6 Leuten. Die verausgaben sich recht. Die tun sich recht verausgaben, aber sie geben auch immer das Beste. Und das sind die letzten Lindy Hoppers. Mit der Apple Paradise Big Band und da quasi 30er Jahre symbolisieren. Und sich tanzen richtig Böck bewegen. Da kommen ein paar 6 Leute aus der neuen Art. Ich muss dir jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich da die Einspielung von der weiss ich nicht, aber es sieht spannend aus. Da geht Reiten besonders in die Knie. Ist es ein Anfänger, ein Ross für Anfänger, bevor dann die richtigen Ross kommen? Ich weiss nicht, ob es mir wohl wäre auf dem Ross da. Dann gehe ich dann lieber auf ein richtiges Ross da. Ja, es braucht also körperlichen Einsatz. Ja, der wird auch dementsprechend schwitzen. Aber sie kommen Fürsche. Ausser sie kommen in die Tramschiene, das ist vorbei. Ich nehme jetzt mal nicht an, dass sie so werden ums Feuer herumreiten. Nein, die lassen es nicht rein. Da kommt die Reitergruppe, das ist auch eine grosse Reitergruppe. Sie haben sicher etwa wahrscheinlich knapp 30 Ross dabei. Das ist die Zunft St. Niklaus. Sie sind aus dem Quartier Zürich-Oerlikon-Seebach, wo sie hier verkörpern.
Man sieht im Wappen den Bach von Seebach. Der Bach von Seebach, ganz genau. Und Bienen ist noch speziell, vor allem am Kinderumzug. Sie sind die einzige Kindergruppe, die am Kinderumzug auch mitgehen, also mit Pony. Sind dann die Kinder dort am Reiten. Es sind 2 Tage im Einsatz in diesem Fall. Ja, nicht die grossen jetzt, aber am Kind, Kinderumzug genau. hat es sonst effektiv kein Ross, oder? Und St. Niklausen bietet das an. Schon die Kleinsten wissen dann, man muss lächeln, wenn die Kamera, wo die Position der Schweizer Fernsehkamera ist. Ja, das ist also noch eine Fitnesseinheit für so kurze Beine oder die ganze Strecke laufen. Also 5 Kilometer und bist etwa ein Viertel bis 1,5 Stunden bist unterwegs. Und wahrscheinlich bist du gestern am Umzug auch schon unterwegs gewesen. Dann hast du bald etwa 8,5 oder 10 Kilometer dabei. Also sie sind sicher todmüde heute Abend. Ja, 6 Leute kann einem arbeiten. Ja. Ja, nicht nur als Kind, ja. Ja, bei uns ist ja der Tag lang. Der Marco Rima, Comedian, ist Ehrengast bei der Zunft St. Niklaus. Beladen mit Blumen und behangen mit einem Cape, aber er hat heiß, man sieht es. Aber er hat auch heiß. Er hat heiß. Der Ernst Stocker, Regierungsrat von Zürich, auch ein Ehrengast. Und Stadtharmonie Zürich-Oerlikon-Seebach. Und das ist der Wagen Brauchrechnung von der Kiburg. Da müssen sie ihre Steuern abliefern. Ah, das ist der Stubenmeister da. Er hat gesagt, wenn ich sage, dass er Stubenmeister ist, dann macht er eine Spende an das Kinderspital. Das soll er jetzt dann machen. Also gut, du hast es ausgerichtet. Das sind jetzt alles glatte Gäste. Das sind glatte Gäste. Sie gehören auch zu denen, die eine etwas grössere Zollzahl haben, die noch Gäste zugelassen sind. Und sie haben da noch einen Haufen glatte Gäste dabei. Es sind aber auch viele Basler dabei, von Klein-Basel, die sie auch noch eingeladen haben, weil sie auch dort eine Schümmlage haben. Die bekannte Schümmlage, genau, Kooperation. Wir werfen den Blick auf den St. Peter und können sagen, es geht jetzt also noch ganz genau eine halbe Stunde. Und dann schlägt es 6 Uhr. Und auf den 6. Schlag vom St. Peter geht es dann eben ihm am Böck an den Kragen. Dann wird da das Feuer angezündet. Er schaut noch ganz unversehrt, aber schicksalsergeben seinem letzten Stündchen entgegen. Man sieht den Schleifen an. Das ist ein Gruß an den Gastkanton und natürlich an die Krise über seinen Ohren. Ein Zuger dieses Jahr, der Böck. Aber er hat nur noch eine halbe Stunde zu leben und nachher wird es dann warm an seinen Füßen. Und je schneller, desto besser verblasst es ihm den Kopf. Wie lange brennt der Böck? Wir sind uns ja da nicht ganz einig, der Reto Hänger und ich. Er hat das Gefühl 19 Minuten, ich habe das Gefühl, es geht wahrscheinlich weniger als eine Viertelstunde. Sie können auch Ihren Tipp abgeben und mitraten, indem Sie jetzt den QR-Code abscannen. Dann können Sie dort nachher Ihre
Tipptour eingeben. Was haben Sie das Gefühl, wie lange geht es, bis es am Böck wirklich den Kopf verjagt? Je schneller, so sagt die Legende, wird dann der Sommer. Wir hoffen das Beste. Raten Sie mit, weil es winkt einen schönen Preis aus dem Gastkanton Zug. In einer halben Stunde wissen wir dann schon ein bisschen mehr, wie schnell das brennt. Da sieht man die Reiter von der Zunft zur Zimmerleute, die jetzt gerade an ihrem Zunfthaus vorbeireiten. Ja, Gibt es Leute, die auf der Stube bleiben, während der Umzug läuft, dass man also ein bisschen den eigenen zuwinken kann, wenn man am Zunfthaus vorbeiläuft? Eigentlich nicht. Also das ist nicht üblich, auch nicht am Riemen gegeben. Entweder bist du dabei oder dann nachher laufst gar nicht mit und schaust es daheim. Aber da hat es jetzt keine Zäufter rausschauen. Man sieht es jetzt da auch. Das ist meistens das Personal, das nicht gerade am Arbeiten ist, das dann da zujubelt. Einen Gruß aber schickt. Das hat ja brennt vor einigen Jahren, ist aber komplett wiederhergestellt, das Zimmerleute-Zunfthaus. Ja, das hat 2007 hat das brennt, das ist aber 2010 komplett renoviert wieder eröffnet worden. Und sieht eigentlich genau gleich aus wie vorher. Und es hat ja einen schönen alten Saal gehabt, der wirklich komplett ausgebrannt ist, was wirklich völlig wiederhergestellt haben. Und der ganze Zunftschatz, also alles, was so Silberbecher oder Andenken sind oder eben historische Sachen von der Gründung her noch, die verbrannt sind. Sogar Dokumente etc. Dokumente, die natürlich nicht mehr ersetzbar sind. Aber sie haben es sehr schön wieder renoviert da und es ist ein schöner Saal. Ein schönes Zunfthaus. Und wieso haben die einen roten Adler in ihrem Fahnen? Die sind gegründet worden im Zunfthaus zum Roten Adler. Das ist eigentlich der Hintergrund, wieso dass sie so einen roten Adler im Wappen haben. Sie sind ja historische Zunft, also Handwerkerzunft. Und sie verkörpern hier Steinmetze, Zimmerleute, Schreiner, Maurer, Wagner, Hafner. Das sind solche, die Kachelöfen gebaut haben. Das ist ja etwas, was es heute fast nicht mehr gibt. Oder eben auch Käufer und Architekten und Ingenieure. Das war mal eine Frage, wo solche Architekten und Ingenieure dabei sind. Sie wären also da dabei gewesen. Der Dachstuhlwagen mit einem schönen, selber gemachten Dachstuhl. Wie es Zimmerleute so machen, wie ist bei Ihnen so die Berufsdichte an Zimmerleuten noch in der Zunft? Weißt du das? Praktisch keine. Also es gibt so Zunft, wo wirklich viele Berufe dabei sind, Metzger zum Beispiel oder eben Bäcker. Bei den Schmieden hat es einen einzigen Schmiedemeister, bei den Schneidern ist ein Schneider. Und da bei den Zimmerleuten bin ich nicht ganz sicher, aber es hat sicher wahrscheinlich ein, zwei Schreiner dabei. Aber es ist jetzt nicht unbedingt das Kriterium, dass man hier aufgenommen wird. Darum bleiben sie jetzt auch stehen bei ihrem Zunfthaus und winken. Sven Ivanic, der Comedian, sieht man da gerade als Ehrengast. Sieht man ihn nochmal? Wie ist das eigentlich? Du weißt, aus langjähriger Erfahrung, wenn man mitläuft am Umzug, gibt es so einen Zeitpunkt, wo man so ein bisschen nervös wird, wo es so ein bisschen die Aufregung oder wo man die Spannung ein bisschen zunimmt, wie es gegen 6 geht? Ja, so nach der Kamera. Nicht vor der Kamera, nach der Kamera. Weil dann merkt man, jetzt wird es langsam gegen das Feuer. Ja. Da hören wir jetzt gerade Musikverein Harmonie Urdorf. Und sie sind 40 Jahre dabei. Bei den Zimmerleuten haben also in dem nach das 40-jährige Jubiläum das Jahr. Und der, den wir hier in der Mitte sehen, mit dem Räuf, das ist der sogenannte Räuferschwinger. Die haben dort ein Gläschen mit Rotwein oder einem Becher. Und die Kunst ist, das zu schwingen, ohne dass das ausleert. Und er hat es geschafft. Schön haben wir das einmal gesehen.
Muss man üben vorher? Ich würde mal üben, weil wenn dann so ein Glas fortfliegt, dann gibt es eine rechte Mohrerei. Aber er hat das gut da, darum macht er es und zeigt es uns auch. Da sieht man den Käuferstreich. Das sind Jungzünfter, die hier an einem Fass den Räuf über ihnen schlägeln. Und darum ist das der Käuferstreich. Das Fass hat etwa 2500 Fassungsvermögen, 2500 Liter. Da wird natürlich kräftig Wein verteilt, was ja auch bei vielen Zäufen gemacht wird. Also am besten man nimmt, wenn man am Umzug geht und geht zuschauen, geht selber einen Becher mit und lässt sich dann jeweils den jeweiligen Wein auch einschenken. Hat ja mehrere Zäufe, die einen eigenen Wein haben. Oder auf jeden Fall Hönk. Hönk auf alle Fälle, ja genau. Also dort ist ja der Walter Zweifel ist Zunftmeister und das ist natürlich bei ihnen ist das im Wappen rein, das ist ihre Kultur auch. Und Aber sie haben generell auch gehört es zu jeder Zunft einen guten Wein. ja, unbedingt. Vor allem einen guten, ja. Wir haben ein paar Fotos eingeschickt bekommen, die wir anschauen könnten. Wenn wir da leider können wir nicht mehr sagen, sehen wir nicht mehr auf unserem Vorschau, Aber schön wer das ist. Aber da feiert ist jemand wir mit. auch. Aus Stockholm höre ich aus der Regie. Auch da ist jemand. Im Ein Wohnmobil. Hausboot im Elsass. Ein Hausboot ist Im es. Elsass. Aber 6 Leute wird trotzdem mitgeschaut. Und da haben wir einen Böck in den Bergen. In Arosa. Aber noch nicht angezündet. Die warten dann noch bis um 6 Uhr, so wie es aussieht. Ja, die halten sich an die Regeln und die auch. Auch er ist noch unversehrt. Genau wie der richtige Böck. Schon sind wir in Wenn der Sie nächsten mögen, Zone. schicken Sie Ihre Bildchen, wie Sie 6 Leute feiern, auch uns. Immer wieder mal sehen Sie einen QR-Code eingeblendet. Schicken Sie uns Ihr Foto. Wie schauen Sie und wo schauen Sie 6 Leute? Sind Sie daheim? Sind Sie unterwegs? Sind Sie am Zäuseln? Sind Sie am Weintrinken? Wir wollen ein Bild von Ihnen. Schicken Sie es uns mit dem QR-Code über Ihr Handy. Ich bin vorher ins Wort gefallen. Aber da sind Das wir bin jetzt. ich mir gewöhnt, Reto. Ja, Das ist tun wir gut. nachher noch auskäsen. Wir sind ja Das das ist gut. Zweite und ich kann dir auch gut reinschwätzen. Leg los. Aber es macht Spass. Gleichfalls. Ja, wir sind hier bei der Zunft Wollishofen. Sie haben dieses Jahr ein 125-jähriges Bestehen, also das Jubiläum. Happy Birthday auch hier an die Zunft Wollishofen und euren Zunftmeister. Erich Fock als Ehrengast. Er hat auch Mit sichtlich seinem Freude. Partner Hubert Spiess. Ja, und während die Zunft Wollishofen da den Marsch bläst, sehen wir am Zürichhimmel die ein oder andere Wolken. Und was wir auch feststellen, es geht ein bisschen ein Wind, was natürlich ein gutes Omen ist für das, was am 6. Uhr dann passiert, wenn man den Böck anzündet. Weil ein bisschen Wind ist ja immer noch gut, wenn es ein bisschen das Feuer anfacht. Das heisst, es geht dann ein Böck, wenn alles gut läuft, ein bisschen schneller an den Kragen. Ein bisschen windet es, ein bisschen weniger Sonnenschein, optimale Bedingungen. Und auch der Wind ist optimal. Es ist eine Beisenlage. Und da geht der Wind Richtung See raus. Das heisst, der ganze Rauch wird also gut abgetragen und geht im See raus.
So, sie mit ihrem schönen Lustwagen hier. Dem sagt man so. Da hat es Weinfässer drauf, die gefüllt sind. Hat das etwas mit dem Namen zu tun? Das ist eine Freude, wenn man dort drauf sitzen kann. Es macht richtig Lust, um dort drauf zu sitzen. Es hat auch einen Humidor drauf und dann kann man eine Zigarre rauchen. Das ist ein ganz schöner Wagen, den sie hier gemacht haben. Und sie haben ja ein Motto, dass sie ein bäuerliches Hochzeit oder eben vor allem bäuerliche Tradition feiern und zeigen. Und es hat ein Bauernhochzeit da dabei. Die sehen wir dann hoffentlich, das Brautpaar, das das letzte Jahr geheiratet hat. Also wo wirklich das letzte Jahr geheiratet hat? Ein richtiges Brautpaar, genau. Ja, Reto, bevor ich dort im Hintergrund schon die Schere sehe von der Zunft zur Schneidern, würde ich jetzt dann langsam dir das Mikrofon allein überlassen. Weil es wird schon bald Zeit. In den nächsten Augenblicken verlasse ich da unsere gemütliche Kabine und überlasse dir das Mikrofon zum Kommentieren noch ein bisschen allein. Ich hause jetzt dann nächstens ans Feuer, weil mir erwartet noch der ein oder andere Ehrengast nachher bei uns am Feuer vor. Und vor allem will ich dann parat sein, wenn es am Böck an den Kragen geht. Gut. Also? Dann übernehme ich und schaue, dass ich alleine in den Schlag komme. Also, Reto. Dann viel Spass und ich übergebe nachher dann wieder an dich raus, wenn wir so Bis weit nachher. sind. Bis Viel nachher. Erfolg. So, wir sind hier mitten drin bei der Zunft zur Schneidern. Wir haben vorher die 3 gesehen, die es eröffnet haben mit diesen 3 Scheren. Und das ist bereits schon der Schneiderwagen. Und die Musik, die wir im Hintergrund hören, Teil von der Stadtmusik Zürich. Das ist der Bannerherr, der das Banner trägt. Aber jetzt kommt hinten dran dann zuerst einmal das Ballett von den Schneidergesellen. Sie haben sich wieder einmal etwas einfallen lassen. Und die Ballettlehrerin ist Manuela Mettler, die das mit ihnen einstudiert hat. Schauen wir mal zu. Bravo, das sind die Gesellen in dem Ballett, das wir gesehen haben. Sie haben sich wieder etwas Schönes einfallen lassen mit der Fadenspüre. Danke vielmals für die Präsentation. Und jetzt ist es Spiel von der Stadtmusik Zürich, das wir hören. Da hinten kommt ein Weibel, demnach ist auch die Nationalratspräsidentin Maja Riniker gerade nebendran oder in der Nähe. Da sieht man sie sehr gut. Und der Zunftmeister in der Mitte mit diesen vielen Blumen. Zunftmeister, der Christian Schindler. Peter Spuler, den wir hier sehen, der ist Zäufter bei den Schneidern. Darum ist er hier auch an dem Umzug dabei. Ja, hier der Horst von den Zäufter.
Auch sie sind sehr schön angelegt, farbig. Jeder Zäufter bei ihnen kann sagen, was er genau anlegen will, also welche Farbe. Der Stil ist klar, aber welche Farbe das er will, ob es dann pink ist, braun, blau, das ist ihm überlassen. Auch sie freuen sich jetzt wahrscheinlich auf die letzten 500 Meilen nachher oder 500 Meter, weil dort gibt es dann auch noch ein Bier. Und dann kommen sie auf den 6-Leute-Platz. Der Abschluss macht da der Glättiwagen, das Glätteisen, wo auch ältere Zäufter drin sitzen können. Was man hier gut sieht, das sind die Begleitpersonen rechts und links von dem Wagen, die schauen, dass da nichts passiert und kein Ross ausbricht oder dass jemand reinläuft. Die schauen da also. Und wir haben schon seit vielen, vielen Jahren nie einen Unfall gehabt. Jetzt gibt es eine grössere Lücke, sehe ich gerade. Und weit hinten kommen sie da, das sind Gesellschaft zur Kunststaffel. Kunststaffelherren, das sind eigentlich die ursprünglichen Gründer 1336. Mit der Braunschen Zunftverfassung haben sie quasi das Ganze aufleben lassen und haben dann mit 13, also mit 12 Handwerkern zusammen die Zäuft gegründet, sie als Gesellschaft und die Handwerkerzäufter. Hier die Reitergruppe. Und Gesellschaft heisst es darum, weil Berufe, die man nicht zuordnen konnte, zu einem Handwerk, haben sie dann bei sich aufgenommen. Zum Beispiel auch den Henker von Zürich oder Glockengüsser, die da irgendwie noch Platz gefunden haben. Kunststaffelzäufter mit ihren Gästen, inklusive auch noch von England Gäste. Da der Zofmeister, der gerade vorbeigelaufen ist, der Christoph Natter, der seit 2023 Zofmeister ist. Da hinten sieht man die Musik, nämlich die Spielsektion vom UOV von Zürich. Das ist das Kunststaffelspiel. Jetzt ist dann Zeit zum Übergeben. Ich wünsche Ihnen ganz schön 6 Leute. Und einen schönen Sommer. Ich höre jetzt gerade von der Regie, dass wir noch ein bisschen da drauf bleiben. Und wir sehen hier auch noch die Kindergruppe von der Kunststaffler. Vielleicht sehen wir sogar noch die Wildsau, die sie immer mitnehmen. Sie tragen nämlich eine echte Wildsau mit. Das ist eine ausgestopfte, die sie immer wieder einsummern, wenn es dann fertig ist.
Das war schon mal ein Geschenk von der Rita Furrer. Da ist die Wildsau. Die geht dann wieder in Estrich ins Winterlager. Oder eben ins Sommerlager. Sie sind auch eine sehr grosse Zauft, die Konstaffler. Und wir sehen im Hintergrund auch ihr Haus, dort mit dem roten Rüden drauf. Das ist ihr Zaufthaus. Im oberen Stock haben sie ihre grosse Zaufzahl. Sie haben viele Mitglieder und darum ist es bei ihnen auch nicht so möglich, viele Gäste mitzunehmen. Das ist fast nicht möglich. Und darum ist es auch schwierig, dort einmal dabei zu sein. Was wir hier jetzt sehen, ist Frau Moisterfrauen. Sie sind Gast der Konstaffler und dürfen mit ihnen mitlaufen. Mit der hohen Frau Moisterfrau, die wir hier sehen, mit der Claudia Hollenstein, ist jetzt ihr erstes Sechseläuten. Sie geniessen sichtlich, das ist die mit der Krone, die wir vorher gesehen haben. So, jetzt ist Cornelia Bösch bereit. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sechseläuten. Danke fürs Zuhören und ganz einen schönen Sommer. Adi miteinander. Reto, es ist tatsächlich so, jetzt geht es nur noch wenige Minuten und dann wird es da richtig ernst. Dann geht es am Böck, dort oben auf dem Scheiterhaufen, definitiv und endgültig an den Kragen. Das heisst, das ist jetzt eigentlich die allerletzte Gelegenheit, wo Sie, liebe Leute daheim und wo Sie auch immer sind und 6 Leute schauen, zum Mittippen, wie lange geht es, bis es ihm den Kopf verjagt. Geben Sie Ihren Tipp ab. Sie sehen einen QR-Code eingeblendet, zücken Sie Ihr Handy, scannen Sie den QR-Code ab und geben Sie jetzt noch Ihren Tipp ab. Je schneller, so sagt die Legende, dass es ihm den Kopf verjagt, desto schöner wird der Sommer. Versprechen können wir nichts, aber ich wünsche Ihnen viel Glück. Der oder die am nächsten liegt mit dem Tipp, dem winkt ganz einen schönen Preis aus dem Gastkanton Zug. Der beste Tipp gönnt 2 Übernachtungen für 2 Personen im City Hotel Ochse, mitten in der Stadt Zug. Inklusive zum Morgen und einem 3-Gang-Dinner im Restaurant Au Premier. Ob Sie gewonnen haben, erfahren Sie am Schluss der Sendung. Ja, jetzt geht es wirklich nur noch wenige Augenblicke und dann schreiten wir da zur Tat. Dann geht es am Böck so richtig an den Kragen. Dann zünden wir das Feuer an, da, genau am 6. Da sind wir sehr genau mit der Zeit. Das Feuer entfachen tut jeweils der Präsident oder die Präsidentin vom Gastkanton. Das ist dieses Jahr der Landamm Andreas Hostetler, Landamm vom Kanton Zug. Sie sind instruiert worden, wissen Sie ganz genau, was Sie machen müssen? Ja, ich muss den Böck anzünden. Das ist wirklich ganz toll. Ich darf während meiner Arbeitszeit am Zürcher ein bisschen Feuer unter dem Viertel machen. Das wollte ich gerade sagen. Ist das eine lässige Sache, wenn man als Zuger mal einem Zürcher Feuer unter dem Viertel machen? Es macht richtig Spass. Es ist wirklich eine einmalige Gelegenheit, die ich das Land mal haben darf. Und ich freue mich riesig drauf. Ich glaube, so kompliziert ist es nicht, aber ein bisschen nervös sind wir schon. Ich wollte sagen, tun Sie es nicht unterschätzen. Man kann einiges falsch machen und man hofft natürlich auf ein schönes Feuer. Also, ich möchte, dass Sie sich Mühe geben. Ich will mir wirklich ganz fest Mühe geben, dass wir wirklich ein ganz schönes Feuer haben, wirklich, dass wir ganz einen schönen Sommer werden haben. Und ich bin überzeugt, wir werden wirklich einen tollen, schönen Sommer haben. Da bin ich auch überzeugt, aber jetzt geht es noch schnell ein bisschen um die Wurst. Es ist so, unsere beiden Kantone, Kanton Zürich und der Kanton Zug, man neckt sich, man hat sich gern, man hat so einiges gemeinsam, zum Beispiel die Farben vom Kantonswappen, man sagt so ein bisschen die Finanzwelt. Was haben Sie das Gefühl, sind so ein bisschen Gründe, dass man sich neckt? Ja, in gewissen Sachen, wie Sie schon gesagt haben, ist man sehr ähnlich. Und es hat schon der Kanton Zug mit seinen Klischees, die wir ja ganz bewusst mit dem Augenzwinkern wirklich versucht zu darstellen, mit dem Porsche, mit dem Geld, mit dem Krypto, mit der Krise. Ich glaube, das haben wir recht gut überbringen. Und die Zürcher haben es voll verstanden, wie wir das meinen tun. Und wirklich, man hat gesehen, wir gehören zusammen, wir gehören zur gleichen Schweiz. Und das hat uns wirklich gefreut, dass wir das machen können, das Fest auch feiern mit den Zürchern zusammen. Jetzt ist letztes Jahr das Feuer ausgefallen. Dieses Jahr hoffen wir jetzt auf ein Zäufungsfeuer. Wie war Ihr 6 Leute bis jetzt, den ganzen Tag? Es war wunderbar, natürlich sehr, sehr streng. Es hat ja schon Mittwoch bereits angefangen mit den ersten Festivitäten und jetzt der Höhepunkt. Und da freue ich mich, dass jetzt das wirklich endlich der Punkt ist und dann nachher noch ausklingen lassen in Oben und in die Nacht hinein.
Was haben Sie heute den ganzen Tag gemacht? Wie hat Ihr Tag heute ausgesehen am 6 Uhr? Am Morgen noch die letzten Vorbereitungen verdreht, dann mit dem Zug auf Zürich fahren, mit der Regierung von der Zürich sich zu treffen, also der ganze Regierungsrat von Zug, mit Zürich, mit den Vertretern vom ZZZ haben wir zum Morgen gegessen, dann in die Zunft hineingehen, dort die ganzen Mittagessen, die verschiedenen Reden, Konterreden, dann einordnen in den Marsch, den ganzen Marsch jetzt hierher zum Feuer. Ja, jetzt stehen wir da. Dicht getaktet. Jetzt wollen wir etwas wissen. Sie haben ja auch eine Rede gehalten auf der Zunftstube und man sagt ja, das bleibt angeblich unter uns, aber wir sind ja jetzt total unter uns. Wer hat da wem Knöpfe getan? Ja, es sind die 3 Ehrengäste gewesen, aber der Zunftmeister hat das schon sehr, sehr gut gemacht und wirklich jedem von uns gesagt, wo der Bartli den Most holt. Also Sie haben jetzt wirklich, erzählen uns kein Ternas? Die Stube bleibt auf der Stube, das ist ein eisernes Gesetz und da tue ich mich als Zuger ganz sicher auch daran halten, was hier in Zürich gelten tut. Jetzt ist es so, man sieht ihn von da aus fast nicht mehr, aber der Böck ist dieses Jahr ein rechter Zuger, hat sogar eine Krise an den Ohren. Wie gefällt Ihnen der Böck? Ausgezeichnet, weil es ist ein Zürcher, aber doch mit den Attributen, die wirklich auf Zug herdeutet. Man zeigt ja, der Böck und Zug, das gehört zusammen, das Fest gehört zusammen, das feiern wir jetzt und jetzt tun wir den gleich anzünden. Jetzt ist es ja so, der Böck ist gefüllt mit einer geheimen Rezeptur, aber was ich Ihnen verraten kann, es wird richtig laut, weil was man so ein bisschen weiss, ist, es hat doch um die 100 Knaller und Böller im ganzen Körper. Sind Sie bereit für ein lautstarkes Feuer? Ich hoffe, dass er wirklich lautstark ist. Wir wollen ja wirklich den Wintervertrieb und dann muss es auch richtig tätschen und knallen. Jetzt wollte ich fragen, sind Sie ein bisschen nervös? Sie haben gesagt, Sie geniessen es ja eigentlich, dass Sie einem Zürcher ein bisschen den Feuer unter dem Allerehrenwertesten machen. Aber ein bisschen aufgeregt sind Sie schon. Ich kann Ihnen sagen, vor Jahren hat Sie mal an einem Kameramann ein bisschen die Augenbrauen angesenkt. Sie sind unerschrocken. Nein, also ich bin schon angespannt. Man weiss wirklich, das ist der Auftrag von meinem Leben. Einmal im Leben den Böck dürfen anzuzünden. Also die Nervosität steigt natürlich mit jeder Sekunde, wo es jetzt auf die 60 zugeht. Man sagt ja, es wird, je schneller dass es am Böck den Kopf jagt, desto besser wird der Sommer. Was erwarten Sie für einen Sommer? Ich warte einen sehr schönen Sommer. Ich hoffe, dass er nicht zu trocken ist, aber wirklich schöne, warme Sommernächte, wo man draussen sein, grillen, uns in der Natur bewegen. Auf das freue ich mich und so einen Sommer werden wir ganz sicher haben. Bevor wir da richtig Showdown gehen, 6 Leute ist ja nicht nur der Umzug und nachher das Feuer, sondern es geht ja noch bis tief in die Nacht rein. Bleiben Sie in diesem ganzen Programm mit dabei? Ja, möglichst lang. Das ist wirklich einmalig, wo man das erleben darf. Und darum wirklich vom Mittwoch bis morgen irgendwann werden wir das in vollen Zügen geniessen, erleben, ganz tief in einem aufnehmen. Und da werden wir noch lange davon zehren, von den Erinnerungen an das einmalige Fest. Wir haben noch eine Minute, bevor wir dann zur Tat schreiten. Der Kanton Zug darf sich ja präsentieren auf dem Lindenhof, einem schönen Platz an der Limit, wo man eben quasi die Kirschen, Kryptos, Klischees sich präsentiert. Was ist jetzt so das Highlight vom Kanton Zug? Einerseits ist die Ausstellung, die sicher sehr informativ ist, aber das, was wir wirklich gesehen haben, wo die Leute wirklich stürmen, ist der Shop, den wir gemacht haben, der kleine Einkaufsladen. Also ich habe mitbekommen, bereits am 1. Oben ist uns die Ware ausgegangen. Wir müssen über die Nacht nachliefern, damit man wirklich genügend Material hat, um den Zürcher, die das begeistert kaufen, die auch gut zu bedienen. Ja, die Zuger Kirschtorte ist halt schon kein Fein. Jetzt wollen wir mal zur Tat schreiten oder vorbereiten. Sie sind instruiert worden, was sie machen müssen. Der Böck ist auch parat, schaut Schicksalsergebnis im letzten Stündchen entgegen. Jetzt ist es so, die Fackel muss auf den exakt 6. Schlag vom St. Peter wird da angezündet. Sie werden jetzt mit dieser vertrauensvollen Aufgabe betraut. Und darf ich Ihnen mal das Feuer übergeben? Und wir gehen mal in Position. Ja, nicht zu früh, sonst verfälscht das natürlich die Statistik. Das wäre noch. Nein, das wäre nicht gut. Und dann komme ich von der Regie, weil es da schon langsam ein bisschen anfängt zu läuten werden, dann das Kommando über, wann dass der St. Peter anfängt zu läuten. Dann nehmen wir es genau, mit dem Zeitmanagement sind wir sehr exakt. Wir schauen, dass das Feuer nicht jetzt schon ausgeht. Wir hatten letztes Jahr da kein Feuer gehabt, dieses Jahr soll es wieder richtig klopfen und tätschen. Letztes Jahr hatten wir einen ganzen Haufen Regen dafür in Heiden. Es war zwar ein schönes Feuer, aber flotschnass. So, es geht los. Es hat schon zweimal geschlagen. So, noch ein Schlag. Und jetzt kommt der 6. Schlag anzünden. Genau. Grünstadt Zürich hat da Tausende von Holzbördchen aufgebiegt. Mit Holzwolle, ausgekleideten Scheiterhaufen.
Und dass den ganzen Tag heute die Sonne geschonen hat und ein feiner Wind gegangen ist, hoffen wir das Beste, dass es so schnell wie möglich ein grosses Zäuftungsfeuer gibt. So wie es aussieht, geht es schon recht zackig. Also die ersten Flammen sind schon über die Hälfte, so wie es aussieht. So, also die Zeituhr läuft. Sie sehen eingeblendet. Eine brennende Minute. Die Aufregung steigt. Alle Leute dicht gedrängt am 6-Leute-Platz. Salut Patty! Schau, es geht Schläge weg. 1,5 Minuten und das Feuer geht schon bis über die Hälfte. Mein erster Gast hier am Feuer, Comedienne Patty Basler. Du hast dein eigenes Ross mitgebracht. Ich habe gedacht, wenn ich schon kulturelle Aneignung mache und als 6 Leute als Aargauerin, dann nehme ich auch ein Hobbyhorse mit, weil ich bin jetzt Hobby-6-Leute-Zäufterin. Du bist ja eigentlich in der Vorbereitung für den ESC. Bist du bereit? Total, also man hört hier, das ist eigentlich schon ein Schlager nach Zürich, 6 Leute Art. Ich glaube, mit dem würden wir den ESC gewinnen. Du hast deinen eigenen Soundtrack mitgebracht, aber sag mal, du bist heute mitgelaufen, die ganze Zeit mit Ross, am ganzen Umzug. Ich habe galoppiert, ich bin getrabt, ich bin im Schritt, ich bin um den Böck gekommen. Ich habe auch natürlich meinen eigenen Böck mitgebracht. Ich bin ja eine bekannte Schnupftabakkonsumentin, also ich züchte die Böcke selber. Und bei mir sind sie eben nicht weiss, oder, sondern braun. Das ist ja der Unterschied. Ich nehme braunes Zeug in die Nase. In Zürich ist Schnee sicher auch im Sommer. Oder? Jetzt ist es so, man kennt deine scharfe Zunge. Wir schauen schnell, verpassen wir etwas. Patty möchte leider noch ein bisschen reiten. Patty, ich muss dich noch etwas fragen. Du warst ja auf der Zunftstube. Ja. Man kennt deine scharfe Zunge. Entweder mit deinem Bühnenpartner auf der Bühne oder am Schluss von der Arena. Wie hast du es so auf der Zunftstube gehabt? Also was in der Stube passiert, bleibt in der Stube. Komm jetzt, wir sind unter uns. Das Kind, das dort gezeugt worden ist und ich dort geboren habe, also die Kopfgeburt unter Wehen natürlich, die bleibt auch dort. Aber ich habe tatsächlich wieder Arena als Instant-Protokoll gemacht von all diesen Reden. Ich muss sagen, die Rednerinnen und Redner, wirklich, die sind gut gewesen, das sage ich jetzt als Profi. Die haben natürlich ein Jahr lang vorbereitet, ich habe es halt gerade so geschwind gemacht. Du bist eben auch ein Profi. Ich wünsche dir ganz schön 6 Leute. Merci, wie stark. Ich wünsche dir auch ein schönes 6 Leute. Aber du musst mir sagen, wie lange geht es, bis ihr verblasen? Ich hoffe, es geht nicht so lange wie dort, wo ich verbrannt wurde bei meinem ersten Leben im Mittelalter. Zusammen mit dir, Conny. Sag mir einen Tipp, eine Zeit. Ich gebe keine Tipps, das kostet. 12 Minuten. 12 Minuten, schauen wir rein. Danke vielmals, Patty Basler, und ein schönes 6 Leute. Sie reiten von dannen. Es ist rasant vorwärts gegangen mit dem Feuer. Im Moment gibt es ein kleines Päuschen, aber von da aus sieht man im oberen Teil, bei den letzten Etagen der Holzwulle, dort züngeln die ersten Flammen schon. Also, wir hoffen, es gehe so zügig wie nur möglich. Ein feines Windchen geht, das ist eigentlich eine gute Sache. Kommt ein bisschen darauf an, auf welcher Seite vom Feuer man steht. Aber es facht das Feuer an. Die Reitergruppe, wie alle Reitergruppen im Gegenuhrzeigen, sind unterwegs rund um den Böck. Also man sieht, woher der Wind bläst. Beisenlage, das heisst, es treibt den Rauch Richtung See. Für uns ist vor allem wichtig, dass das Feuer anfacht und dass dann so schnell wie möglich
der Sommer kommt. Wettermässig haben wir ja heute schon die ersten Vorboten. 5 Minuten 19. Noch steht er ganz unversehrt zuoberst auf dem Scheiterhaufen. Im Bein, Bauch, Arm und Kopf über 100 Böller. Irgendwann wird es dann laut und es klopft und es tätscht. Ich habe den ersten Gast bei mir am Feuer, Nathalie Rickli, Regierungspräsidentin. Noch ganz kurz, wann wird gewechselt? 1. Mai, also auch diese Woche. Also ist schon alles eingefädelt, Übergabe findet statt? Ich habe es super organisiert, mein Nachfolger kann nur noch übernehmen. Sehr gut. Wie ist es jetzt so quasi als Regierungspräsidentin am 6 Leute zu sein? Sie sind schon einige Mal gewesen. Sind die Reaktionen anders von den Leuten? Nein, eigentlich nicht. Sie sind immer wunderschön. Das ist mein Lieblingsfest. Man kommt nie so viel Blümchen und Dankbarkeit über und auch, wo die Leute Freude haben. Das ist ja nicht selbstverständlich als Politikerin. Und ja, nein, ist einfach schön. Es ist dieses Jahr ja Zug, der Gastkanton. Wie ist so die Beziehung? Sie sind in der Regierung vom Kanton Zürich. Wie ist so die Beziehung zum Kanton Zürich mit Ihren Kollegen und Kolleginnen aus dem Kanton Zug? Ich habe vor allem mit Martin Pfister zu tun, weil er auch Gesundheitsdirektor war, bevor er jetzt im Bundesrat gewählt worden ist. Und sonst haben wir natürlich immer wieder Kontakt. Ich meine, wir sind Nachbarn, aber wir nehmen uns natürlich gegenseitig ein bisschen hoch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es schon ernst, weil der Zug schwimmt im Geld. Zürich hat zunehmend auch finanzielle Probleme. Das heißt, wir müssen Investitionen priorisieren und sehr gut aufs Geld schauen. Ist das ein Thema bei so einem 6 Leuten? Tut man sich da auch so ein bisschen auf der humorvollen Seite mit ernsten Themen befassen? Absolut, das gehört dazu. Bei all diesen zäuftigen Reden und so ein bisschen Sticheleien. Und das ist sicher, dass der Zug so viel Geld hat wahrscheinlich jeder gebracht. Jetzt ist es ja so, dass die ein Thema haben: Kirchen, Krypto und Klischees. Wie ernst haben Sie das genommen in Zürich? Es ist ja auch gut, wenn der Gastkanton ein bisschen witzig ist. Das bringt 6 Leute ja mit sich und darum habe ich es auch noch witzig gefunden. Das trifft ja auch zu, ehrlich gesagt. Die Krise ist Tradition, Krypto haben sie auch, also von dem her. Wie gefällt Ihnen der Böck dieses Jahr? Er hat ja dieses Jahr als Gruß am Gastkanton 2 Krisenplempel an den Ohren. Wie gefällt er Ihnen? Ich finde gut, dass der Böckbauer auch so etwas kriegt. Er hat ein bisschen ausgesehen wie Ohrenwärmer, die man angehört als Kind. Und schön, dass er überhaupt brennt. Ich bin gerade die erste und einzige Regierungspräsidentin, die in einem Jahr 2 Böcke hat gesehen. Einmal da und dann in Heide, wo es leider geregnet hat. Darum mein Tipp ist, dass er heute nicht so lange braucht. Apropos Tipp, wir möchten gerne eine Zeit einloggen. Letztes Jahr hat er ja gar nicht gebrannt. Was sagen Sie, wie lange geht es dieses Jahr, bis es in den Kopf jagt? 19 Minuten. 19 Minuten, das geht noch gute 10 Minuten, wir sind bei 8. Dann drücke ich Ihnen die Daumen und wünsche Ihnen noch ein schönes 6 Leute. Merci vielmals, Frau Rickli. Danke für den Besuch am Feuer. Es geht ihm immer noch bestens, unserem Hauptdarsteller. Ich habe ja ganz verwegene Tipps gehört heute unterwegs, die gesagt haben, es gehe wahrscheinlich weniger als 5 Minuten. Aber wahrscheinlich hat unser Kenner, der Reto Hänger, eben schon recht gehabt. Es hat noch das eine oder andere grüne Holz da auf der Scheiterbiegung und dann geht es manchmal nicht so furchtbar schnell. Auf jeden Fall ist die nächste Zoft am Umreden und ich habe einen nächsten Gast da am Feuer. Andrea Garoni, herzlich willkommen und ein schönes 6 Leute. Danke vielmals, das wünsche ich auch, ein schönes 6 Leute. Sie sind Präsident vom Ständerat, Chambre de Réflexion. Wie selbstreflexiv ist der Ständerat? Ja, heute ist es jetzt nicht so ums Reflektieren gegangen, sondern um die lustigen Zunftreden. Denn der Marsch hier durch Zürich, wo ich immer sehr gerne komme, eingeladen bin. Und das Einzige, was mir jetzt ein bisschen dauert, da, ist, dass mal der Böck nicht in Ausserrhoden verbrennt wird wie letztes Jahr. Also man kann nicht jedes Jahr einen Böck haben. Es ist natürlich toll, wenn er da verbrennt werden kann. Aber ein bisschen gehofft habe ich schon, dass er jetzt eigentlich konstant zu Ausserrhoden ist. Weil, wenn ich etwas Ausserrhoden noch wünschen würde, dann wäre es, dass wir neben all unseren anderen schönen Brüchen den auch noch haben könnten. Ja, aber der gehört jetzt halt auf Zürich. Den geben wir jetzt nicht her. Jetzt ist es so, Sie sind als Ständeratspräsident unterwegs. Wie reagieren die Leute so am Strassenrand? Werden sie erkannt? Gibt es irgendwie eine Reaktion? Sprechen Sie die Leute an? Man wird natürlich angesprochen, man kommt Blumen über, aber wenn man mit der Regierungspräsidentin von Zürich nebendran anläuft, dann kann man natürlich gönnerhaft zuschauen, wie sie noch das ein oder andere ein Blümchen mehr einsackt. Da müsste ich ja Sorgen machen, wenn es nicht so wäre. Wie war Ihr Tag bis jetzt? Sind Sie von Anfang an beim Programm dabei gewesen?
selbstverständlich. Also ich habe einerseits die fantastischen Zunftreden hören und selber mich dort auch noch metzgen. Das macht immer großen Spass. Dann der Umzug jetzt da. Aber mein eigentlicher Highlight war, wo ich mit dem Zunftspiel an der Trommel mitspielen konnte. Ich habe mit denen dem Chef von denen vor 25 Jahren Musik-RS gemacht. Und jetzt erstmal haben wir zusammen wieder Eye of the Tiger und Sexbomb zum Besten gegeben, zum Gaudi von der Zunft. Der Andrea Caroni als Musiktalent am 6. Leuten. Sie sehen jetzt, wir sind dieses Jahr mit dem Gastkanton Zug auf dem 6. Platz. Das Feuer will doch nicht so. Sind wir so im Bereich, wir sind jetzt bei 10 Minuten, sind wir so bei Ihrem Bereich, was Sie vermutet haben, oder haben Sie das Gefühl, es geht länger? Ich mache es so ein bisschen wie der Trump, ich röte irgendetwas zusammen. Meine Lieblingszahl ist 4, die multipliziere ich mit sich selber. 16 Minuten wäre so mein Wert. Sie können jetzt immer noch hinterher sagen, Sie hätten es anders gemeint? Genau, ist alles nur Fake News. Nein, 16 Minuten ist meine Wette. Wenn es zurückgeht nach 16 Minuten, dann hören wir auf und holen dann nach Ausserrhoden. Keine Chance. Danke vielmals und das wunderschöne 6 Leute Andrea Caroni. 16 Minuten, schauen wir rein. Also, es fängt ein bisschen mehr an winden. 11 Minuten 18. Wir nähern uns meiner Zeit. Ich habe gesagt, es geht das ja nicht eine Viertelstunde. Viel Rauch, aber nicht Rauch um nichts, sondern Rauch um den Sommeranfang. Und ich habe einen nächsten Gast bei mir, und das ist der Bundesrat Guy Parmelin. Ich wünsche Ihnen ein schönes 6 Leute. Danke, gleichfalls. Es sind so viele Bundesräte wie noch nie am 6 Leuten. Wer regiert die Schweiz heute? Wir haben eine Mehrheit. Wir können schon hier Entscheidungen treffen. Nein, Spaß beiseite. Alle sind in der Schweiz. Wir können rasch, wenn nötig ist, eine dringliche Sitzung haben. Sie haben es gesagt, Sie sind zu 4 von 7, sind 4 hier heute. Sie wären also entscheidungsbereit, beschlussbereit. Sind Sie in Kontakt untereinander? Nein, ich habe die 2, 3 Kollegen getroffen, aber sehr kurz jetzt. Und Kollege Cassis am Anfang der Umzug. Jetzt ist es so, wir haben eine Einladung erhalten. Wird das im Bundesratskollegium besprochen, wer geht, oder wird das abgehandelt? Dieses Jahr haben wir wahrscheinlich keine Koordination gehabt, aber Jahre vorher, wir haben manchmal durch die Bundeskanzlei versucht, ein bisschen Koordination zu haben. Aber dieses Jahr mit dem Wetter haben wir Glück gehabt und das ist gut, dass wir so viel da sind. Sie sind als Wirtschaftsminister heute am 6 Leuten. Haben Sie Sprüche gehört, wie es der Schweiz geht? Sprüche, Witze, wie es um die Schweizer Wirtschaft steht? Nein, wir haben davon nicht gesprochen, nicht von Verhandlungen. Ich habe von verschiedenen historischen Sachen von Zunft, wo ich war, mit ein bisschen Humor. Das war sehr, sehr angenehm. Wir haben wirklich ein bisschen Historie gemacht. Aber im Moment sind Zollpolitik etc. in aller Munde. Da gab es keine Witze darüber. Nein, wir machen keine Witze, aber das ist ernst. Natürlich, wir haben diese Reise geführt mit der Bundespräsidentin Karine Keller-Sutter. Das war konstruktiv. Jetzt muss man die nächste Etappe, diese sogenannte Letter of Intent, Absichtserklärung, und dann will man sehen, wie weiter. Wir haben Themenfelder identifiziert, muss man vielleicht bald ein Verhandlungsmandat machen und sobald dass wir das machen müssen, muss man das Parlament konsultieren. Das ist alles eine ernste Sache. Ist dann so ein 6 Leuten eine schöne Abwechslung? Ja, sicher. Das sind Verhandlungen, die nicht so einfach sind. Wir arbeiten für das allgemeine Interesse. Hier, das ist ein Moment der Entspannung mit der Bevölkerung und ich schätze das sehr. Aber hier steigt die Spannung. Jetzt müssen Sie raten, wie lange geht es, bis es Ihnen den Kopf explodieren lässt? Ich habe gesagt, so schnell wie möglich. Aber jemand hat gesagt, ja, Sie müssen eine Ziffer sagen. Ich habe 15 Minuten gesagt. Ich weiß nicht, um wie viel Uhr. Sie hätten noch in 15 Sekunden wäre es soweit. Tut mir leid, ist zu spät. Aber ich wünsche Ihnen ein schönes 6 Leuten, Herr Bundesrat. Vielen Dank für den Besuch am Feuer. Ja, es geht jetzt doch. Jetzt bin eine kleine Pause, so wie es aussieht. Ein Stillstand vom Feuer. Oder sieht das nur von da so aus?
Im unteren Bereich brennt es lichterloh. Aber der Böck, immer noch tadellos einwandfrei, in blankem, weißem Gewand zoberst. 15 Minuten und ich habe den nächsten Gast bei mir am Feuer. Schön 6 Leute. Freut mich, danke vielmals. Wie war Ihr Tag bis jetzt? Ja, wunderbar. Bei diesem strahlenden Wetter, alles glückliche Leute. Und das Leben vor Tradition so nach mitzuerleben als Berner Oberländer, das ist ganz speziell. Ich habe es gerade mit Ihrem Kollegen Barmelin besprochen. Es sind so viele Bundesräte am 6 Leuten wie noch nie. Was ist denn da los? Ja, ich habe gesehen, normalerweise gehen eigentlich Bundesräte pro Veranstaltung nur eine oder eine. Aber hier kann man ja sagen, praktisch jede Zunft ihre eigene Veranstaltung. Und pro Zunft ist sicher nicht mehr als eine. Nein, ich glaube, man geht einfach nach Einladungen. Man schätzt das sehr, wenn man sehr eingeladen ist. Jetzt fängt es langsam an ernst zu werden. Ja, ich habe gehofft, er verklebt in 17 Minuten. Das war meine Zeit. Das reicht selber nicht ganz. Es wären noch 45 Sekunden. Es ist Ausnahme, dass jetzt gerade 4 da sind. Das ist halt ein bisschen Zufall, weil man das nicht absprechen. Schaut man ab und zu wir wären handlungsfähig. Genau, wie ich sagen, ich habe heute mit Schrecken festgestellt, dass es einen Strommangel angegeben in ganz Spanien, ganz Iberische Halbinsel. Und da fragt man schon, was passiert in der Schweiz, hat das einen Einfluss? Und da ist man natürlich in Kontakt mit der Verwaltung und mit den Kolleginnen und Kollegen. Letztes Jahr hat es hier kein Feuer gegeben. Dieses Jahr brennt es jetzt lichterloh. Wie haben Sie die Stimmung allgemein so heute wahrgenommen? Ich war letztes Jahr auch. Es hat mir auch sehr gefallen. Aber heute ist natürlich mit dem Wetter, mit dem strahlenden Sonnenschein, der Frühlingstag schon noch ein Töpfchen auf die Ziel. Und wenn man jetzt sieht, da die Rossring umreiten und wie lichterloh das brennt, das ist herrlich. Das ist ein schönes Gefühl. Bevor der nächste Klopf kommt, Sie dürfen Ihren Tipp noch korrigieren. Wir sind bei 17 Minuten. Ja, ich habe das Gefühl, es braucht 23 Minuten heute. 23 Minuten? Ein schönerer Sommer. Aber das muss ja nicht heissen. Vielen Dank, Albert Rösti, für den Besuch am Feuer und ein schönes 6 Uhr. Weiterhin, danke. Ja, auch ich muss meine Zeit revidieren. Ich habe gehofft, es geht weniger als eine Viertelstunde. Erst einmal hat es geklopft so richtig. Aber ich weiss es vom Böckbauer Lucky Meier, dass schon richtig noch viel mehr Material in dem Körper von dem Schneemann ist. Und es wird demnächst so richtig klopfen. Bevor es laut wird, begrüße ich dann meinen nächsten Gast am Feuer, Bundesrat Ignacio Cassis. Schön 6 Uhr. Ihnen auch, Dankeschön. Wie war Ihr Tag bis jetzt? Super, fantastisch. Schönes Wetter, die Sonne hat gescheint, Zunft zur Wegen, einen wunderbaren Empfang. Ich könnte wirklich über nichts beklagen. Wie war das Essen? Die Zunftstuben sind bekannt für gutes Essen. Das war ein gutes Essen, nicht zu viel. So sagen wir mal, dass wir genügend Energie hatten für den Umzug und bis zum Explodieren des Böcks. Sie sind der Außenminister und die Außenpolitik ist im Moment eine sehr komplizierte und aufwendige Sache. Natürlich immer, aber im Moment speziell, wenn wir es international anschauen. Haben Sie überhaupt Zeit gefunden, sich ans Sechserläuten zu begeben? Ich bin ein bisschen noch in Jetlag. Ich bin gerade von China zurückgekommen tatsächlich. Aber es geht mir soweit gut und es ist immer noch klar, was im Moment passiert. Also von dem her ich kann Sie trösten. Gut, also Sie müssen noch nicht aufs Handy schauen während dem Umzug, ob noch alles gilt, was wir einmal abgemacht haben? Nein, absolut nicht. Und ja, natürlich ist die Außenpolitik enorm wichtig in dieser bewegten Zeit und die Beziehungen mit der EU, mit den USA, mit China enorm wichtig und wir müssen sie wirklich stabilisieren und weiterentwickeln, alle drei. Aber diese Feste wie heute in Zürich, das sind die Zurückgesinnung an Identität und Tradition und das ist genauso wichtig wie die Beziehungen mit den Ausländern. Also hatten Sie einen fröhlichen Tag bis jetzt? Bis jetzt wunderbar, wirklich, ja. Jetzt wird's braun. Sie müssen noch einen Tipp abgeben, bevor es Ihnen den Kopf verjagt. Also es ist jetzt, ich habe gesagt 18 Minuten und 32 Sekunden, aber ich glaube, es wird ein bisschen mehr sein. Jetzt wird's schnell gehen. Vielleicht, ja. Also das sind die vielen 100 Böller, die sind jetzt am Werk. Jetzt warten wir auf den Schlussknall. Herr Bundesrat,
Sie hätten noch die Möglichkeit für einen Tipp. Der Kopf ist noch zuoberst. Ja, es muss jetzt, sonst habe ich meine Wette. So, jetzt 3, 2, 1, los! Der Kopf ist also hartnäckig. Also der Körper ist weg, aber der Kopf, der ist noch zuoberst. Aber es kann jetzt geht es nur noch um Sekunden. So. Nein, aber der Kopf ist immer noch zuoberst. Herr Bundesrat, ich habe gesagt 20 Minuten. Jetzt sind wir 20 Minuten und 45 Sekunden. Eine Minute länger als ich, oder 2 Minuten länger als ich vorher gesehen habe. Die Rauchentwicklung ist gross, aber jetzt sind wir gespannt. Herr Bundesrat, haben Sie das Gefühl, es wird nächstens so weit sein? In den wenigen Sekunden explodiert das Kopf. Also der Countdown läuft, das ist eine Frage von Sekunden jetzt. Weil jetzt steht der Lichterloh in Flammen, auch der Kopf. Und wenn es dann so ohrenbetäubend klopft, dann ist das Go für einen schönen Sommer. Wir sind bei 21 Minuten und 23 Sekunden. Ich habe meinen Tipp schon längstens auf der Strecke lassen mit 15. Aber er ist hartnäckig, so widerstandsfähig. So wahnsinnig ein hartes Kopf. Das war's doch nicht. Also vom Körper ist nicht mehr viel rum. Vom Hals auch nicht mehr viel, wo der grosse Büller hockt. Aber jetzt ist es so weit. Sie können laute Töne gut aushalten, merke ich. Ja, das geht. Ist vielleicht mit dem Grund, warum man mit dem Alterwerden weniger hört. Oder weil man sich gewöhnt ist von der Politik? Oder man muss das lernen der Politik und der Welt bestehen. Das ist wahnsinnig. Also er besteht auch ziemlich solide. Er spannt uns auf die Folter. Wenige Stücke. Die verschiedenen Countdowns der Bevölkerung haben aufgehört, weil niemand glaubt mehr, dass es platzt. Er brennt seit 4 Minuten und immer noch nicht. Der Kopf brennt jetzt etwa 4 Minuten, aber es kann es wirklich, also es ist glaube ich noch das Körbchen dran. So, man wartet also gespannt. Unglaublich, wenn er uns auf die Folter spannt. 23 Minuten, also ich muss auch sagen, auch unser Reto Hänger, unser Experte in der Kommentatorenkabine, hat sich da vertan, der gesagt hat, es geht 20 Minuten. Wir müssen es nachher mit dem Luki Meier, der den Böck gebaut hat, besprechen. Was ist das mit dem Böckenkopf? Hat er das extra gemacht? Das Feuer fällt schon ein bisschen in sich zusammen, aber der Schneemann ist auch weg, aber der Kopf ist noch oben. Was denken Sie, wird das für ein Sommer? Ja, lassen Sie mir noch 2 Minuten und dann antworte ich Ihnen. Es könnten 2 lange Minuten werden. Also der ganze Scheiterhaufen brennt lichterloh, das Gerüst auch. Und das, was noch übrig ist vom Böckenkopf, bleibt hartnäckig zuoberst. Vergessen, das Explosiv hineinzustellen. Das ist schon unglaublich. So, der Zürich-Himmel total eingeraucht, aber der Kopf, Wir hoffen, es sei nicht ein Prozess, wie es den Kopf verjagt. Das ist eine Metzgerarbeit, was da gemacht wird mit dem Kopf. Sanftes Zerlegen.
Ohne Explosion. Ohne jegliche Explosion. Ich befürchte, dass der dickere Teil, der dort drin ist, hoppla, jetzt geht das Feuer langsam zusammen. Das ist der Wind, der seinen Teil dazu beiträgt. Es hat noch einen kümmerlichen Rest vom Bökenkopf, der zuoberst ist, wenn es den jagt. Wir hoffen auf einen Schlussknall. Was machen Sie in solchen Situationen, wenn es in der Politik zum Stillstand kommt? Kühler Kopf aufbewahren. Das macht der Böck leider auch. Nicht explodieren und einfach ruhig diese strategische Geduld zu haben. Falsch. Jede Hektik ist falsch, aber die Bevölkerung wartet jedenfalls ungeduldig auf einen schönen Sommer. Die Experten sind auch relativ ratlos. Was heisst das? Solange dort noch etwas dran ist, an dem Gestänge vom Bökenkopf, wird das noch nicht als Schlusspunkt gemessen. Langsam regnet es Glusen. 26 Minuten plus. 26 Minuten 40. Ja, also es wird auf jeden Fall mit Abstand ein bester Sommer sein als gegenüber dem letzten Jahr, wo es wochenlang gehabt hat und am Ende in Alten explodiert ist. Ich wünsche Ihnen ein schönes Sechs, Leute. 26 Minuten und 30 Sekunden ist also Zeit. Dann wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Sommer und vielen Dank für den schönen Sechs. Mir eine Freude. Schönen Sechs, Leute Ihnen auch. Dankeschön. So hat es also ausgesehen, wo wir gewartet und gewartet und gewartet haben. Und plötzlich, 26 Minuten 30, hat es dann dem Kerl trotzdem noch den Kopf gejagt. So, dann können wir jetzt eigentlich ganz in Ruhe reden. Bei mir zu Besuch ist ein frischgebackener Bundesrat. Martin Pfister, schön Sechs Leute. Wünsche ich Ihnen auch. Danke vielmals. Sie sind das erste Mal mit dabei. Wie war Ihr Tag bis jetzt? Es war wunderbar. Ich bin morgen von einer Zunft herzlich empfangen worden. Wir hatten einen schönen Morgen gehabt und nach dem Umzug mit dem wunderbaren Wetter, so viele Leute, so viel Freude gehabt. Ein wunderbarer Tag. Sie sind ja als Regierungsrat eingeladen worden und jetzt als Bundesrat letztlich mitgelaufen. Ich glaube, so eine steile Amtskurve hat noch nie jemand hergelegt unter den Ehrengästen. Genau, das ist wirklich ganz speziell. Man geht irgendwie rein und kommt anders raus. Und das ist halt unsere Welt und auch mein Parcours in den letzten paar Wochen gemacht habe. Apropos Parcours, Sie sind frischgebackener Bundesrat, wie gesagt. Wie haben Sie angefangen? Ich habe sehr gut angefangen. Ich bin auf ein sehr motiviertes Team gestoßen. Auch der Bundesrat hat Freude, mit mir zusammenzuarbeiten. Und vice versa, ich auch Freude, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und ich bin sicher, wir werden die Herausforderungen von denen, die uns gestellt werden, gut anpacken. Sie sagen es gerade, Sie haben das Departement übernommen mit vielen offenen Baustellen. VBS hat man schon vor Ihrer Wahl gewusst. Jetzt ist 16 Leute ja ein Anlass, wo man sich gegenseitig ein bisschen hoch nimmt, anzündet. Was haben Sie so ein bisschen gehört zu Ihren Baustellen, die Sie vor sich haben? Ich habe natürlich alle Baustellen erwähnt worden. Man hat immer gesagt, wo es klopft. Und dann ist auch der Chef vom VBS am richtigen Ort. Wir hören es jetzt gerade. Und das stimmt natürlich. Ich packe jetzt das mit Elan und Motivation an und treffe auch auf sehr viele motivierte, gute Leute beim VBS. Und das hilft natürlich, die Herausforderungen, die tatsächlich gross sind, jetzt gut zu meistern. Wie lange machen Sie mit beim 6-Leute-Programm? Bleiben Sie bis in alle Nacht oder gehen Sie mit den anderen Bundesräten irgendwann Richtung Bern? Ich gehe mit den anderen Bundesräten Richtung Bern, weil morgen steht wieder das Herzprogramm an. Jetzt hätte ich gerne noch von Ihnen einen Tipp gehabt, aber Sie können noch sagen, sind Sie persönlich knapp daneben gewesen, oder grob daneben oder exakt mit 26 Minuten 30? Ich war ziemlich daneben gewesen. Ich habe gedacht, es geht ein bisschen schneller, weil ich hoffe natürlich auf einen schönen Sommer. Ist mir auch so gegangen. Was hätten Sie getippt? Ja, 15 Minuten, aber das zeigt, wie unerfahren ich im 6 Leute bin. Ich bin ein erfahrener Zürcher, ich habe auch 15 Minuten getippt. Ich wünsche Ihnen alles Gute und einen schönen 6. Danke vielmals. Ade. Ade, Herr Pfister.
wir können ihn richtig in Ruhe reden, Nick Hart. Ja. Das hast du geplant, oder? Ja, selbstverständlich, ja. Gut inszeniert ist halb gewonnen. Was ein Flachwitz. Ist heute dein Happy Day? Das habe ich ein paar Mal gehört am Umzug. Ja, natürlich. Also mit dem Wetter und Zug ist Gastkanton. Ja, es ist ein sehr glücklicher Tag für mich. Ja, ich fühle mich dieser Stadt sehr verbunden. Ich arbeite seit 30 Jahren in der Stadt Zürich. Ja, es ist ein Happy Day. Aber du lebst in Zug. Wie hast du das Gefühl, wie repräsentiert sich Zug? Erlebst du es auch so, wie sie sich repräsentieren mit Kirchen-Krypto-Klischees? Nein, ich habe heute gesagt, ich sei eine der einzigen natürlichen Personen, neben allen juristischen Personen, die den Kanton Zug raus... Du bist kein Briefkasten? Nein, aber ich bin da als Vertreter auch von der Zunft, von der Schreiner, Drechsler und Käufer von der Stadt Zug. Ich bin dort Zäuftig. Und nein, natürlich, Zug ist viel mehr, aber das ist ja schön, haben sie das mit diesen Klischees so repräsentiert. Aber die Ausstellung, die sie gezeigt haben, auch, die der Kanton Zug repräsentiert, auf dem Lindenhof, habe ich sehr spannend und schön gefunden. Kirschtorte ausprobiert? Also, Kirschtorte gehört zu mir, zu einem guten Frühstück dazu. Selbstverständlich. Jetzt, Happy Day gilt irgendwann ernst im September, oder? Ja, genau. Bist du schon ein bisschen aufgeregt? Ich meine, du übernimmst eine grosse Sendung im SRF. Ja, ich habe vor einem Jahr den Zuschlag bekommen, oder haben kommuniziert, dass ich das wieder mache. Und dann ist von der, jetzt mache ich einfach wieder mal eine Fernsehsendung. Und jetzt mit dem Schluss von Röbi, mit seiner letzten Sendung, mit dieser Heiligsprechung, die er erleben durfte, bin ich schon recht nervös geworden. Jetzt habe ich diese Woche, der erste 3 Tage, jetzt geht es los. Ich freue mich sehr. Und auf dich wartet in dem Fall ein spannender Sommer. Hat es etwa deiner Zeitangabe entsprochen mit 26 Minuten 30 mit deinem Tipp, den du gemacht hast? 26 Minuten 29 gesagt. Logo, ja klar. Du schaffst in der Unterhaltung, weißt du? Was gibt es? Den guten Sommer, oder? 26 Minuten. Was ist das mittelprächtig? Gut, also ich darf das eigentlich off the record sagen. Wir sind ja unter uns. Kann ich sagen, der Böck ist nicht immer der statistisch zuverlässigste Wetterprophet. Aber 26 Minuten 30, egal. Einen schönen Sommer dir. Danke Mach's gut, Nick. Danke. So, also, das Feuer brennt, Lichter loh, der Kopf liegt am Boden bzw. irgendwo im Zürcher Himmel aufgelöst, auf jeden Fall mit einem schönen Schlussknall. 26 Minuten 30 haben wir eingeloggt, ist die offizielle Brenndauer vom Böck 2025. Insgesamt von Ihnen allen, die mittippt und mitgeraten haben bei unserem Wettbewerb, sind 10 Leute richtig gelegen. Unglaublich. Und jetzt müssen wir uns losentscheiden, wer den schönen Preis bekommt. Den Namen der Gewinnerin sind Sie unten eingeladen. Corinne Schreiber aus Unterägeri. Wir gratulieren herzlich. So, also, was war da los an diesem 6 Leuten? Ich darf noch mal den Reto Hänger, meinen Co-Kommentator, zu mir bitten. Ganz kurzes Fazit, Reto Hänger, komm zu mir. Wie bist du zufrieden mit 26 Minuten 30? Wir sind ja beide so daneben gelegen. Wir sind beide daneben gelegen, aber ich muss dir ehrlich sagen, du schuldest mir eine Tafel Schokolade. Ja, ich weiss. Also, ich wünsche dir trotzdem einen schönen Sommer. Wie hat dir aber insgesamt gefallen, der Böck? Sehr gefallen und ich bin froh gewesen. Es haben sogar die Campbell haben es geschafft, dass sie reingekommen sind. Es ist alles gut über die Bühne gegangen. Heute ist passiert sensationell 6 Leute. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Rest, einen schönen 6 Leute und vielleicht bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr, hoffentlich. Ja, würde mich freuen. Schönen 6 Leute, Reto Hänger. Ja, das war es schon vom 6 Leute 2025. 26 Minuten 30. Wir hoffen auf einen allerschönsten Sommer. Die schönsten Highlights vom heutigen Tag. Mit denen sagen wir Ihnen einen schönen Sommer und bis nächstes Jahr. Ade miteinander.